Ciao zusammen, mein Name ist Dance und wir hören in der ersten Viertelstunde Schweizer Musik. À deux doigts de devenir démon, on se demande. Effacer, effacer, je laisse le temps t'effacer. 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 Whenever die Dope ist, ist zu spät. Whenever die Dope ist, ist zu spät. Und jetzt sagst du mir sorry, doch ich höre nicht. Jetzt sagst du mir sorry, doch ich höre nicht. Jetzt sagst du mir sorry, es ist zu lit. Jetzt sagst du mir sorry, es ist zu lit. Für die, die es nicht wissen, das ist der Pronto aus Biel. Whenever die Dope ist, ist zu spät. Jetzt sagst du mir sorry, doch ich höre nicht. Jetzt sagst du mir sorry, doch ich höre nicht. Jetzt sagst du mir sorry, es ist zu lit. Jetzt sagst du mir sorry, es ist zu lit. Nana, gib mir Advice, vermiss Leid, ich brauch das gemein. Du bist du im Namen, nimm es für die rein. Nana, yeah, ich schätze Minivan, schätze Minnesota, jedem Tag. Bin die positive for you, jedem Tag. Und aus wo du echt, wenn es wird nicht klar. Zeig du an, dass du alles schaffst. Egal was machst, ich jump in die Plane, den nimm's weg. Taube sind Tränen im Auge, wenn du allein. Ich schicke jede Demon auf vor mir. Vergisst du mal die Fake Friends, dann kann du die weg. Gute Tag, ich lele. Und ey, Bruch, und den umgeben. Lose Augen, Nummern, lololo. Den Flug war mir in der Stadt, und ich lololo. Für den Tag bist du zu weit weg. Ich schau mir die Plan, wünsche dir nur Glück. Am Leben ist normal, dass die Usen alle lachen. Doch ich vergesse nur kein Fall. Ich hätte dran. Bin irgendwo, DJ spielt seine Songs. Okay, ich nehm den schon. Ich nick mit dem Kopf, kenne also halb. Stereo Luft aus Zürich. Bin irgendwo, nur nicht dort, wo ich will sein. Hab nur dich in meinem Kopf. Nur dich in meinem Kopf. 2 Wörter, Tipps in mein Phone.
Zwei blaue Jäckli, zwei blaue Jäckli. Späte Stunden, nur ein paar Minuten über, ganz in der Nähe. Zwei blaue Jäckli, zwei blaue Jäckli. Späte Stunden, nur ein paar Minuten über, ganz in der Nähe. Wir haben das letzte Mal gesagt, das ist das letzte Mal. Und das letzte Mal, und das letzte Mal. Spiele das Spiel nicht das erste Mal, aber du in meinem Kopf nonstop brauch dich jetzt grad. Du gibst mir Vibes und ich mag, was ich seh, was ich schmeck, was ich fühl. Und ja, wir sind also frei, so alles offen, so wir haben unseren Deal. Aber ich glaub, ich geh für dich, kein Weg zurück, mir unser Ding schon zu weit. Ich könnt irgendwo sein, mit irgendwem, aber denk nur an dich und schrei. Zwei blaue Jäckli, zwei blaue Jäckli. Späte Stunden, nur ein paar Minuten über, ganz in der Nähe. Zwei blaue Jäckli, zwei blaue Jäckli. Späte Stunden, nur ein paar Minuten über, ganz in der Nähe. 26 in das Alter, ich mein Stock. Beste Medi grad auf Balkon mit iPod. Welt auf Distanz, der Modus auf Gifthangs. Schreib das ganze Album in ein Block. Fokus zurück und gib im Kopf jetzt kein Schrott. Gang für den Grosskopf, jetzt nicht für den Sidepot. Denk ans flackige Neon und es ist klar, dass ich nicht mehr zurück ins Minus 1 will. Weil die Welt sieht gut aus von oben. Ich glaub, ich bleib noch ein bisschen, bleich für euch, nicht mehr mein Hobby. Alles okay, ich schreib schon noch Songs, aber mit Aussicht und Blick auf den Horizont. Die Welt sieht gut aus von oben. Ich glaub, ich bleib noch ein bisschen, bleich für euch, nicht mehr mein Hobby. Alles okay, ich schreib schon noch Songs, aber mit Aussicht und Blick auf den Horizont. Handsall ist Hype jetzt, jeder Squeeze die Zitrone, es hat euch nie interessiert, heisst euch gleich an, willkommen Nummer 1. Wenn ihr in meinem Reich wollt wohnen, auf dem Thron sitze ich mit der Krone. Hab's eh davon, alles beim alten Stepp auf britischen Sohlen. Und du weisst, was ich lieber als ein Sittinger rollen. Kannst andere ohne meinen Spliff in der Rollen. Ich hab Damen im Auge und einen Hit in den Ohren, ey. Kritiker sind leise geworden, plus interessier mich nicht für Kommentatoren. Es läuft gut grad, schau ich bin mitten in der Zone, es geht weiter und weiter nach oben. Die Welt sieht gut aus von oben, ich glaub, ich bleib noch ein bleich für euch, nicht mehr mein Hobby. Alles okay, ich schreib schon noch Songs, aber mit Aussicht und Blick auf den Horizont. Die Welt sieht gut aus von oben, ich glaub, ich bleib noch ein bleich für euch, nicht mehr mein Hobby. Alles okay, ich schreib schon noch Songs, aber mit Aussicht und Blick auf den Horizont. Endzahlt Zeus Luchs wacht über das kleine Reich, schmeiß mit Blitz um mich, wenn ich Ziele schreib. Das ist mein Sport, trag Fackeln, Olympionik, mit in der Hand, auf dem Kopf ein Olivenzweig. Originalstil, die Doppel-I, Konkurrenz, schüchter Vergleich. 20 Punkte Abstand, gehen eine neue Liga für mich. Wenn nicht jetzt, dann ist gleich alles mir. Und alles ohne Stress, ich kann mehr Zeit jetzt für sie. Chill am Fluss, ich seid sie leckli weisse mit Eis. Geniesst Oberwelt, es sind Bikinis vorbei und serviere ich wieder es gleich. Die Welt sieht gut aus von oben, ich glaub, ich bleib noch ein bleich für euch, nicht mehr mein Hobby. Alles okay, ich schreib schon noch Songs, aber mit Aussicht und Blick auf den Horizont. Die Welt sieht gut aus von oben, ich glaub, ich bleib noch ein bleich für euch, nicht mehr mein Hobby. Alles okay, ich schreib schon noch Songs, aber mit Aussicht und Blick auf den Horizont. Die Welt sieht gut aus, mit Blick auf den Horizont, yeah. Sieht gut aus, ich bleib noch nicht. Du gibst mir life, 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 du gibst mir Das life. ist Heinan, der Will und der Kobius Band. Shorty, du bist fly wie eine Tube. Du bist wie eine Pille gegen Pain, Mama Chula. Bin ich am Stücken, bist du doof von die Brüche. Baby, lass mich nicht lackieren, zieh mich zurück oder rauf. Kann ich durch den Kopf, das weiß ich. Draussen mit den Liedern, nenn mich jung, you have me. Doch alle Girls sind basic. Ich will nur mit dir, wo mit dir kann ich frei sein. Ich denke an dich, und das all night, und das all night. Wo nur mit dir, bin ich alright, bin ich alright. Du gibst mir life, 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 du in mir mein. Du weißt, ich liebe, wie du lachst. Pop-Songs aus Wendy Crash. Dressen nie in dir Squad. True Talk bin ich da nicht dir, oder weißt du? Baby, liebe deine Begeisterung. Ich kleine Sachen zeigt sie sich, weil um mich so genau zusammenbringen. Du bist sweet wie Cabana. Ich mache now in meine Moves für dich. Ich will wieder zurück am Anfang.
Jo, der Dance macht gute Musik. Sind wir drauf? Ich hoffe, wir sind alle noch dabei beim Dance in der Musik. Bald geht's los, keine Angst. Salut miteinander. Jetzt hat es endlich funktioniert. Ich hoffe, ihr könnt uns. Herzlich willkommen beim Hobbykeller TV, Keller TV. Livestream. Wir stellen uns zuerst einmal vorstellen. Du darfst anfangen. Ich bin die Linda, ich bin 18 und noch in der Lehre. Ich habe heute eher mit dem Sven den Livestream moderieren. Ja, und wir führen euch nachher ein bisschen durchs Programm und ihr seht dann noch, was wir alles machen. Ja, genau. Bei der Linda ist es so, ich bin irgendwie so ein kleiner Fan von ihr auf ihrer Insta-Page. Sie macht nichts Grosses oder so, aber die Sachen, die sie macht, es verputzt mich immer. Und darum habe ich gerade das eingedacht, als ich überlegt habe, wer könnte mit mir das zusammen moderieren. Ich bin der Sven, ich organisiere den Hobbykeller und den Künstlerkeller habe ich die Idee mal gehabt und ihnen übergeben. Und ihr werdet im Laufe von dem Livestream noch herausfinden, was das alles ist. Jetzt würde ich sagen, geht es zuerst einmal schon an eine ganz lustige Sache, nämlich kommt schon, wenn ihr es jetzt dann seht, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Du musst aufs Weiße, also musst irgendwo auf das Weiße drücken zuerst, damit nachher kannst du rüber. Also ihr seht, da ist alles super. Sehen wir den Pretty Boy schon? Jetzt könnt ihr noch weiter. Ihr seht super. Hallo miteinander und herzlich willkommen bei Keller TV. Noch eins weiter. Jetzt kommt nämlich schon quasi die Vorbereitung auf das Highlight von dem Ganzen. Voll. Und das ist unsere Rap-Challenge, also die Rap-Track-Challenge. Und zwar wird das so funktionieren, dass ihr, wenn ihr seht, habt ihr 3 Teams. Und die 3 Teams bestehen aus Purple Renegade, die Mini-Rap Studios und El Cambio zusammen mit Emin Rose. Und funktionieren wird es jetzt so, dass ihr in den Kommentaren ein paar Themen uns schreiben, die wir nachher auslösen, diesen 3 Teams zuteilen und die werden dann während dem Livestream einen Track schreiben und ein Video machen und dann am Schluss haben wir die Ehre und dürfen alle zusammen mit euch die Premiere von diesen spontanen Tracks anhören. Genau, sie haben 1,5 Stunden Zeit und das ist eigentlich schon das beinhaltet schon den ganzen Grund für den Livestream. Wir wollen einfach die Kunst, die da hinten im Glarnerland existiert und tagtäglich produziert wird, einfach mal so ein bisschen zelebrieren und miteinander geniessen. Ich hoffe, es kommt da ein bisschen im Livestream dann über und ich hoffe, es funktioniert ein bisschen. Aber ja, ich bin mega gespannt. Also haut jetzt einmal alle eure Vorschläge rein für Themen, die die 3 Teams müssen, bearbeiten jetzt, wo sie 1 Stunde und 1,5 Stunden Zeit haben, um einen Track darüber zu machen. Und der kurze Dan, der euch mit Musik anführt und danach hören wir das aus. Und ja, genau. Wir hören ganz kurz etwas aus St. Gallen. Die heißt Bria Ragu. This life, you know this life is more than ordinary. Will you see that? Your head up and just dance to your rhythm. I never mind the rain before, as long as the sun lights
my soul. Cause all of my sorrows and my burdens will be vanished in the dark. I might have died the night before, but why is that entangle my whole world? But this love has overtaken me and got me high up on this life. So high that I don't wanna come down. How high can I get if I choose to fly? So high above the clouds and the stars. Lift high, lift high. Fly with the doves and the cranes, yeah. When I was a child, I used to dream of paper planes. Could you fly me away where the moon and the sun and the stars have a place for me? Fly with the doves and the cranes, yeah. Yeah. When I was a child, I used to dream of paper planes. Could you fly me away where the moon and the sun and the stars have a place for I'm me? sitting on the top of the tree. Pretty, could you please save a place for me? Cause hummingbirds and the bees and the rustle of the leaves harmonize to one song, it's a mother's melody, yeah, yeah. I just wanna gaze at the moon all night. I'll be drawing tunes in between starlights. I'll be drunk off the nature by the codes that could take us on a journey coming back. Est-ce que tu vois comme mes yeux brillent? Passionné, frais comme un nouveau-né. Les haineux spéculent sur ma défaite. Les grosses gueules, je vais les méfaire. Insensibles à leurs méfaits. Ils ont peur de ma réussite, mais ne vont pas l'avouer. Straight as Steel ist noch very gut produziert Verre sogar. de vin, Best coït pas, Bud je fonce, Spencer. je ne cogite pas. Je profite de chaque instant, demain peut-être je suis au mitard. Je mise sur ma musique, pour manger je détaille la cam. J'ai le cerveau lucide, mon cœur pompe le napalm. Ma mine est Einfach nur zu sérieuse den depuis que j'ai Programmen perdu un rep. Je Ich vis gehe en jetzt ein bisschen langsamer marginalité, rein und jamais nachher je parle au die cœur. Tracks noch ein J'ai bisschen grandi en Suisse, mentalité du bled. J'étais un jeune fauve, je suis devenu une bête. Je claque des wannabes avec mes claques. By the way, Je kickt jetzt mal da ein bisschen Namen rein. avec un sac de dollar bills. Je m'inspire de Scarface, Al Pacino. Les affranchis au casino. Je travaille dur car je sais que rien ne vient par hasard. Une Cuban Links avec le pendentif de Saint-Lazare. Décore mon cou, vas-y sors mes sous. Je n'ai plus le temps de me coucher donc je dors debout. Je mène la vie d'un easy rider. Fais le tour de la ville avec Wham. Observe ce qui se passe autour de nous. Le vent dans le visage, chaque jour je suis ailleurs. Je mène la vie d'un easy rider. Fais le tour de la ville avec Wham. Observe ce qui se passe autour de nous. Le vent dans le visage, chaque jour je suis ailleurs. Je crois que je rêve, mais j'ai les yeux ouverts. J'ai pris des ailes depuis que mon pouvoir je l'ai découvert. International, y a pas de frontières qui me limitent. Exemple de réussite, les jeunes du quartier m'imitent. J'ai une tête envers eux, faut que je nous représente correctement. J'ai une larme qui coule quand j'entends qu'un frère me ment. Plus de confiance depuis qu'on est devenu adulte. J'avance sans scrupule, y a pas d'erreur dans mes calculs. Plus d'amitié, mes acolytes c'est comme la famille. Je fais ça pour mes blédards qui ont subi la famine. Comme un show jusqu'à la mort, même si tu me vois en solo. Tu risques de me voir sourire même s'il y a vraiment rien de rigolo. 22 carats sur mes chicots, pris comme le So, was geht ab? Jetzt wird auch schon ein bisschen weiter. Was haben wir? Soziale Medien. Was haben wir noch? Oh. Ananas auf der Pizza. Okay, alles klar. Wir gehen nach Kanton weiter. Das ist der Native aus Bern. Hab meinen Job gegründet, schon vor bin a while. Heute lauf in der City mit nem riesen Smile. Sta mit beiden Schächen auf der winner side. Wo ich endlich machen, was ich will, lass die Würfel rollen, schreie fuck money. Ging no broke doch, wenn ich gewinne teile ich. Das heisst, wir gewinnen alle. Auch wenn ich verliere, hab ich gewonnen, wo ich gewinne neue Erfahrung. Sie bleiben gegen stehen, wo sie Angst haben. Sie fühlen sich unvollkommen, wo sie alles haben. Jeden Tag same shit, wegen Sicherheit. Und die so, als wär ich der Idiot. Ey, keine Grenze steht auf meinem Belly. Und das ist mehr als mein Leben. Ich geh für den Change kompromisslos. Heute ist ein guter Tag für ne Change. Heute ist ein guter Tag für ne Change.
Heute ist ein guter Tag für ne Change. Lass all die fucking Sorgen hinter mir. Nimm mir jeden Tag wie er kommt. Und lebe mein Leben wie ein King. Komm mir nicht mit Vorsorge, vielleicht bin ich morgen tot. Falls es würde so kommen, lass bitte vergib. Und manchmal lass ich mich anstecken von der Negativität. Obwohl ich weiss, das Leben ist ein Gift. Sind wir drauf? Ja. Yeah. Also, wir haben etwa 4 Themen bekommen. So. Das kann man natürlich nicht auslösen. Aber wir machen das Beste daraus. Wir probieren einfach mal denen anzurufen. Und nachher sehen wir, was zu den Themen sagen. Und wir machen es jetzt, weil es nur 4 Themen sind, könnt ihr einfach eins auslesen von denen. Ich hoffe, ihr hört etwas. Jo, Remo? Bist im Livestream. Ich merke es, ich muss abschalten, ich kann es doppelt. Also, hast du gesehen, also wir haben da 4 Themen bekommen. Und das geht natürlich dann nicht mit auslösen. Also das erste ist Social Media, das zweite ist Bilder sind grusig, das dritte ist gutes und schlechtes Wetter und das vierte ist Ananas auf der Pizza. Und ich würde sagen, ihr nehmt einfach die 4 Themen und baut so viel rein, wie es passt und dürft natürlich auch noch über etwas anderes dann einen Track machen. Und da sind wir verdammt gespannt, in 1,5 Stunden einen Track zu hören. Ja, also auch über die 4 Themen noch. Leset ihr die? Ja, voll, nimmst einfach eins oder könnt auch, vielleicht schaffen ihr es zum Beispiel, schaffen ihr es 2 einzubauen. Und wir sind mega gespannt. Hast du noch etwas sagen? Als Gruß? Ja, nein, das ist perfekt. Gruß, nein, ich muss nicht mehr grüßen. Hey, super, wir freuen uns da. Ich grüße Luca. Gruß an Luca. Easy, hey, viel Glück. Merci. Ciao. Also der nächste wäre, das ist jetzt gerade der Remo und der Taco gsi. Das sind 2 ganz lustige Leute. Mini-Rap Studios. Genau, die haben ihr Studio unter dem Hollenstein dort. Mini-Rap. Mini-Rap. So ein bisschen Background-Wissen für euch. Und als nächstes läuten wir an. Ich probiere mal. Elia, das ist der Purple X Sense und der Lyrics. Die 2 machen Purple Renegade auf Insta. Ja, auf Insta sind es Purple. Findet ihr auf Insta Purple Renegade. Renegade. Yo, Elia! Jo. Hey, du bist live. Freust du dich? Fühlst du dich geehrt? Mega. Ich weiß nicht, ob man es gut hört. Wir haben 4 Themen bekommen. Und jetzt ist es so, bei 4 Themen können wir natürlich nicht viel auslösen unter 3 Teams. Darum sage ich dir jetzt die 4 Themen und ihr macht aus diesen 4 Themen einfach das, wo ihr Bock habt. Ihr könnt ein Thema rausnehmen oder ihr könnt alle 4 probieren reinzupacken und könnt auch noch eigenes Zeug dazu nehmen. Ist gut? Also das erste Thema ist Social Media. Das zweite ist Bilder sind grusig. Das dritte ist gutes und schlechtes Wetter. Und das vierte ist Ananas auf der Pizza. Am Anfang hat es eben im YouTube-Chat irgendwie einen kleinen Pizzakrieg gegeben. Und den könntet ihr jetzt in euren Track verpacken. Sehr relevante Themen. Sehr relevant. Ihr macht das Beste daraus. Ich bin überzeugt, das wird witzig. Sind ihr parat? Ready. Gut, ihr habt 1,5 Stunden Zeit, wir freuen uns. Easy. Hey, macht's gut, viel Glück. Merci, ciao. Und beim Sammy, der gibt euch, glaube ich, selber gerade einen Gruß. Hört man es nicht? Sind wir wieder? Also, das hat, glaube ich, nicht funktioniert, darum glaube ich, rufe ich ihm einfach mal an.
Jo, Sammy? Ciao Sven. Hey, bist du gerade live? Ja, ich sehe das. Irgendwie dein Video hat gerade noch nicht funktioniert, aber das schaffen wir noch. Ja, geht schon, ja. Geht schon. Hast du es mitbekommen? Ihr habt 4 Themen. Und, also es sind halt nur 4 Themen, das wird nicht ausgelöst, das ist ein bisschen schwierig. Ja, ist gut. Ich habe gesehen, es sind noch Facts dabei. Mit einem Kommentar können wir das auch noch drin. Facts könnt ihr auch noch reinnehmen. Das schreibe ich nachher den anderen auch, sonst haben sie natürlich einen Vorteil. Ihr seid das Dritte. Und Ja, voll. das wollte ich jetzt für euch die Heimat erwähnen. Da geht es nicht um ein Battle zwischen den verschiedenen Teams. Es geht wirklich ums Zelebrieren. Darum, die sind das Dritte, weil sind wir das Dritte jetzt, vielleicht wird es der Sammy nachher im Video sagen, der hat etwas Grosses, wo jetzt dann kommt, wo eben sie zwei, die ihm helfen, wo jetzt bei ihm auch im Team sind, in dieser Track Challenge, die machen das zusammen und darum haben wir gesagt, ja sicher, könnt ihr das Dritte. Also ja. Gambio, weißt du die Themen? Ja, voll. Hast du die mitbekommen? Tipptopp. Dann wünschen wir euch auch viel Glück. Also wie jetzt 1,5 Stunden, dann ist das 5 vor... Jetzt muss ich rechnen, 5 vor 9 hier. Ja, genau. Ja, tipptopp. Easy, Alles perfekt. gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Super. Ja, top. Ich würde sagen, da darf der Dan mal kurz noch ein Lied geben. Baby girl, move your body to the rhythm. How you go boom, yeah, boom. Baby girl, move your body to the rhythm. I love me some independent, fine African girl. You're looking finer every time I see you, girl. When you come correct. Wi-Fi drip and you connect. Living so plain, you can complain. If you need the money, come and collect. And if you need some good loving, come and collect. All my wrongs, where you correct. You are my number one subject, oh baby. Body, let me detail. I love me some independent, fine African girl. You're looking finer every time I see you, girl. How you go boom, yeah, boom. Baby girl, I love when you move it to the rhythm. Yeah, with the rhythm. Baby girl, move your body to the rhythm. Yeah, how you go boom, yeah, boom. Baby girl, move your body to the rhythm. I love me some independent, fine African girl. You're looking finer every time I see you, girl. How you go boom, yeah, boom. Baby girl, I love when you move it to the rhythm. Yeah, with the rhythm. Baby girl, move your body to the rhythm. How you go boom, yeah, boom. Baby girl, move your body to the rhythm. Need to take a break, I get it, and I'm strong enough to take it. If you're not answering my calls, I still gonna catch you when you fall. You need to take your time, I get it, even it's not just for a minute. I still gonna catch you when you fall. You know I get it, baby you can believe me. Yeah, I don't mind any secrets. I just want you to be with me. You know I get it, baby you can believe me. I don't mind any secrets. I just want you to be with me. I wonder what are we waiting for? If time is what we make it on. I wonder what are we living for? When love is all we're chasing. Baby, we made it this far. This ain't a game, how could you risk it all? We built a card house full of hearts. Go ahead and rip it apart. I would go backing you up, you be lying to me. Then I build up my trust, you keep lying to me. Since you ran out of luck, you be crying to me. You be lying to me, why you lying to me? You need to take a break, I get it, and I'm strong enough to take it. If you're not answering my calls, I still gonna catch you when you fall. You need to take your time, I get it, even it's not just for a minute. I still gonna catch you when you fall. You know I get it, baby you can believe me. I don't mind any secrets. I just want you to be with me. You know I get it, baby you can believe me.
war noch Naomi Laren, jetzt geht es weiter mit Miramare, Stabil und Lil Bruzy. Kein Dream, das muss echt sein. Alle Features, du hast sie. Du in meinem Shirt wie Sabine und im Blick nur dein Lächeln, du hast mich. Lang nicht gehabt, das mal heftig. Fühlt sich an, als wär die Love die erste. Haben alles da, Wolken an der Decke. Langsame Songs, hat die richtige Playlist. Egal was, ich kann dich. Keine Angst, Babe, keine andere. Nur dich will, schon die ganze Zeit. Brauch die Nähe bei mir, komm mit an zu klein. Ihre City voller Sünde. Hab gemeint, der leise Eis pray. Aber bleib an deiner Seite. Ich weiss, du hast mich, wenn ich geht. Wenn ich care, du hast mich. Wenn ich care, du hast mich. Ich bin nicht alleine, ich sag, wie dumm am Night. Wenn ich care, du hast mich. Care, du hast mich. Ich bin nicht alleine, ich sag, wie dumm am Night. Ich kenn nicht, du hast mich. Ich kenne dich, du hast mich. Gods Handy verwaut für dich, komm mal wieder zurück zu dem Match. Du schmeckst gut, ja, ja. So ne Kuss habe ich gebraucht, ja, ja. Jeden Tag Stress mit dem Start. Sicher joggen nur durch, kannst mich fahren. So, jetzt kurzes Audioproblem, weil wir haben mega viele Videos für euch vorbereitet und die solltet ihr ja auch hören. Darum probieren wir jetzt das gerade noch einmal mit dem Gruß vom El Cambio. Und ich muss, glaube ich, noch ein bisschen weitermachen. Also das Ding ist so, es sind wirklich mega viele coole Videos und von verschiedensten Glarner Künstlerinnen und Künstlern dabei. Und ich freue mich mega. Ich glaube, jetzt können wir rübergehen. Das war ein billiger Übergang, aber ist gut. Soll ich reden? Okay. Ey, Leute, Hört man es nicht? Okay. Also, wir hoffen, dass wir irgendwie das Problem mit dem Video-Audio noch in den Griff bekommen, sonst macht das für euch natürlich nicht so viel Sinn. Aber wir haben auch einen Part, wo wir keine Videos dafür brauchen, nämlich möchte ich euch auch noch der Hobbykeller das Projekt kurz erklären. Was ist das überhaupt? Und es ist ja so, vor einem Jahr habe ich meine Gedanken so ein bisschen gesammelt, was man im Glarnerland könnte machen, um die allgemeine Situation zu verbessern. Das klingt jetzt voll hochgestochen. Es ist eigentlich gar nicht so etwas Wildes. Am Schluss geht es um Gemeinschaftsräume. Und zwar ist das Ziel vom Hobbykeller, dass wir mega viele Gemeinschaftsräume im Raum Glarus und im Glarnerland einfach miteinander erschaffen, die nachher möglichst gratis und möglichst günstig für alle zum Brauchen sind. Und dort drunter gehören zum Beispiel, wir können nachher eine Grafik einblenden, wenn die da hinten vielleicht dann eine Lösung für das andere Technikproblem findet. Und also darunter ist zum Beispiel ein Film- und Fotostudio, wo wir dran sind am machen, oder ein Musikstudio, wo wir wollen machen, wo wir nachher herausgefunden haben, als die Jugendarbeit Glarus Nord an einem dran ist. Aber es geht nicht nur in die Künstlerrichtung, sondern auch zum Beispiel, dass wir einen Gemeinschaftsgarten oder so dann haben, irgendwann im Hobbykeller, wo wir können, miteinander, also alle, die es interessiert, einfach können die Möglichkeit bekommen, einen Garten miteinander zu nutzen. Und wir haben natürlich auch ganz viele Leute im Glarnerland, die schon mega draus kommen, mit Permakultur zum Beispiel. Und danach würde man das einfach, eigentlich geht es ums Netzwerk, dass wir einen Garten zur Verfügung haben. Und nachher organisieren wir so jemanden von den Bergzüglern, weil das ist so ein Verein im Glarnerland, der sich mit dem auseinandersetzt. Und danach machen wir zusammen einfach so einen lustigen Garten und können uns experimentieren. Das ist so ein Beispiel, wie so ein Gemeinschaftsraum oder in dem Sinne eine Gemeinschaftssache funktionieren könnte und hoffentlich dann auch funktionieren wird. Genau. Es sind mega viele Ideen für Räume und mega viele Anwendungsbereiche, gerade im Kunstbereich. Und ja,
wir probieren jetzt in dem Fall das Video noch einmal zu schauen und ich tue euch dann nachher weiter erklären. Danke vielmals, dass ihr kleine Geduld mit uns habt. Es ist ein riesiges Experiment, der ganze Livestream, den wir hier machen. Ja. Ich habe eigentlich dort immer meine Inspiration geholt. Dann mit Mail, wir haben zusammen Stift und Papier gemacht, vor jetzt ziemlich bald schon 3 Jahren. Und am 26.03. kommt meine EP raus, produziert von Armand Rose. Check it out. Peace. Schreibt mal in den Chat, ob ihr jetzt da etwas gehört habt oder nicht. Wir brauchen da eure Hilfe. Danke, dass ihr geduldig seid. Wir würden uns natürlich wünschen, dass das technisch ein bisschen besser abläuft, weil wir haben recht viel organisiert. Aber so ist es und wir machen das Beste daraus. Ja, genau. Gut, nochmal zurück zum Hobbykeller. Zurück zum Hobbykeller. Sven, was meinst du, was für Leute ist so das ausgelegt? Also was hast du für eine Zielgruppe gedacht, wo du das im Kopf gehabt hast? Also in erster Linie ist es mir eben gar nicht so um Leute gegangen, sondern eher um die Nachhaltigkeit, weil ich mich einfach selber mega damit beschäftige. Und danach, so Gemeinschaftsräume sollten grundsätzlich alle ansprechen, aber es wird wahrscheinlich darauf rauslaufen, gehe ich mal davon aus, dass es ein mega cooles Angebot wird sein für Jugendliche. Dort bin ich auch recht im Dialog mit der Jugendarbeit Glarus, die auch in diese Richtung Sachen machen wollen. Und es sind voll gemütliche Leute, die voll offen waren für die Ansätze, die ich hatte. Und jetzt sind wir dort recht im Gespräch und probieren miteinander für die. Dort geht es halt wirklich um die Jugendlichen so. Aber ich meine, die Leute in meinem Alter, so bis 25, vielleicht bis 30 oder so, gibt es mega viele Leute, die auch mega von dem könnten profitieren. So, ja. Okay. Und wenn du sagst, die Nachhaltigkeit ist wichtig, was hast du, also ist dann denkt einfach, dass sich die Leute nicht alle müssen selber organisieren und dass man das gemeinsam brauchen kann, oder was ist da genau die Idee, eine Art oder Begründung für die Nachhaltigkeit? Ja, also es gibt zwei Aspekte zu dem. Das eine ist einfach das, was du gesagt hast, dass man eine Art sich dass man Sachen zusammen teilt und nicht jeder das selber muss anschaffen sich. Also jetzt im Musikstudio zum Beispiel. Ja. Jeder hat vielleicht daheim so ein kleines Mischpultchen und einen klein besseren PC, um so Sachen nachher eine Art um so Sachen einfach auszuprobieren, oder? Und wenn das 10 Leute haben daheim so etwas Kleines, wo du sehr schnell an die Grenzen kommst, aber würdest du die Finanzen von Anfang an zusammenlegen und einfach einen Raum miteinander erstellen oder erschaffen oder einfach einrichten, dann würdest du etwas Riesiges, also dann hast du auf einmal mega coole Möglichkeiten, wo nicht jeder sein einzelnes Zeug, wo dann halt in China alles Technik ist, alles in China einfach produziert. Das ist einfach an einem Punkt etwas, wo alle erstens viel bessere Qualität herbringen, mehr Möglichkeiten haben und eben einfach zum Teil ist immer nachhaltiger. Der zweite Aspekt ist so noch so ein philosophischer, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wir so ein bisschen in die Regionalität hineinkommen. Das ist auch ein Grund, wieso dass es mir so Freude macht, jetzt Glarner Kunst eine Art zu zelebrieren. Ich habe das Gefühl, wir haben so viele Künstler da hinten, die auf einem Level mitspielen. Sie werden halt einfach nicht gehört, weil es eine Art zu wenig Leute sind. Also, weil, das ist halt das Glarnerland. Ja, genau, es ist das Glarnerland. Aber ich meine, ich hoffe, es wird dann funktionieren, dass ihr jetzt nachher den Sound auch habt, so «Hey, Baba» oder die Tracks, die wir nachher werden hören, so, das sind zum Teil Sachen dabei, die so gut sind. Und dann hörst du es und du fühlst es voll und du weißt so, hey, das sind Menschen, die sich so voll mit Herzblut dabei sind. So. Und das haben wir alles da hinten im Glarnerland. Aber, ja. Also ganz kurz, ihr kennt auch zu den einzelnen, ich sag mal, Teams, die wir ja in der Rap-Track Challenge haben. Ihr könnt auf Spotify zum Beispiel die hören oder auf YouTube zum Teil. Also Purple Renegade ist sicher auf Spotify, wir können mal reinhören, haben ich glaube 1-2 Alben oben. Sind von allen 3 Künstlern, also von allen 3 Gruppen von Künstlern ist gute Musik. Wie ich gesehen habe, letzte gibt es bei Mini-Rap-Studios eventuell vielleicht auch mal etwas Neues. Die sind aber sicher immer ein bisschen dran.
Die haben auch ein mega witziges YouTube-Video, wo es irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es heisst. Es ist einfach, wenn einfach Mini-Raps Studios. Mini-Raps Studios, ich weiß nicht, ob es auf dem YouTube-Kanal ist. Ich schaue gerade schnell. Genau, also dort haben sie ja 2 Videos drauf. Das eine, soviel ich weiß, heisst Glaner Stil. Oder jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Bist du jetzt bei Mini-Rap Studios wieder? Ja, Rümli Session. Ja, genau, die habe ich glaube gemeint. Das ist so lustig. Ja. Also es lohnt sich wirklich, wenn ihr dort mal reinhört und vielleicht auch die Glaner Künstler ein bisschen supportet und dass die halt ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und vielleicht eventuell auch mal ein bisschen aus dem Glanerland rauskommen. Und weil, falls nicht, trotzdem kann man sie da hinten auf jeden Fall ein bisschen zelebrieren. Ja, genau. Ja. Voll, es ist Matori Room Session. Das wäre jetzt eben gerade etwas, wo wir könnten schauen, wenn wir Sound auf dem PC hätten. Aber ich glaube, das funktioniert immer noch nicht. Das ist gut. Also, hört dem Dance zu. Er probiert euch ein bisschen wenigstens Schweizer Musik. Du hast ja fast nur Schweizer Musik, gell? Ich gehe ausschließlich Schweizer Musik gut. Eigentlich. Mal das schauen, wie lange. Das ist Native. Bist ein Schuss durch den Tag wie in der Nighttime. Wo die Duft in der Straße wie ein Parfüm. Wie kann man deine Chats sagen, ich versteh's nicht. Hab nie eine Frage an dich, hast eine Antwort. Du bist immer für mich da, wenn ich eine Antwort. Du bist der Ort vom Geschehen wie ein Tatort. Bei dir ohne dich wär ich schon lang tot. Für dich bin ich dus, es hat deine Frucht. Es ist wie eine Sucht, du bist so eine Buch. Glaube an dich, dann glaube ich an mich. Erzähle meinen Kids, dass du schön bist gewesen. Dass du schön bist gewesen, dass du schön bist gewesen, dass du schön bist gewesen. Ma première rencontre et tu seras ma dernière. Quand je suis perdu dans ce monde, je sais que tu protèges mes arrières. Je te remercie pour ces années et toutes les choses que tu montres. Et même si parfois je vais mal, j'étais à mes côtés, c'est tout ce qui compte. T'étais là quand j'étais seul et tu l'es maintenant que je brille. J'ai un sourire sur mes lèvres quand je pense à toi. Shimmer on time. Zoek je love, der bist du der Supply. Oh Lord, die Vibe was so fine. Brauch I no drugs, wo du machst mich so high. Du machst mich so high. Wir haben ein bisschen viel Schweizer Rap-Musik eigentlich, aber ich denke, das ist gut. Das ist ein bisschen Hip-Hop is the new pop. Sie sind nicht iced out, aber Twischen die ist real, ey. Ich weiß, mich labern nicht crazy, doch man nicht lazy. Ich brauche die Baby, warte, Boss, warte wie Jay-Z. Doch für das brauche ich eine Lady, doch kannst mich nicht basic, ey. Ride zusammen durch die City, brauche Liebe, nimm die mit, ey. Du bist ein geiles, gibst kein Fix, nee. Young Kobe Love Soldier. Sugar, du bist immer on time. Such ich Love, der bist du der Supply. Oh Lord, die Vibe was so fine. I know drugs, wo du machst mich so high. Du machst mich so high, high, high. Du machst mich so high, high, high. Du machst mich so high, high, high. Du machst mich so high, yeah, yeah. Sugar, sugar, high, du bist so, 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 du machst mich, du machst mich, ich seh dir die Frau, das ist so, das ist so, das ist mir, das ist mir. Jetzt gehen wir straight rein zum Benjamin Amaro, Crispy Honey Crackers, Shattered 12.
Schreibt mal einen Kommentar, wo ihr jetzt gegessen habt und das Essen bestellt habt, weil ihr habt. She can dance, there ain't no way, colors on the wall. Usually I can use some love every time I fall. Visions of a better place, somewhere at the sea. Flowers in the bucket, just the beach, you and me. Chilly, chilly on my arm, tell me I'm fine. Crispy honey crackers, and my baby be alright. Ja, jetzt werden wir langsam warm. Das ist Naomi Laren aus Zürich. Sehr, sehr eine neue, aufstrebende Künstlerin. Falls Sie sie noch nicht kennen, checken sie aus. Feel me? Feel it, huh? Yeah. Feel this. I never saw myself as a sinner. I've never thought I'd let myself be treated like. I never put myself in the center. Is it selfish if I'm giving my reflection a kiss? I never saw myself as a player, but I've never been played like this before. I always thought that I was the winner. I've cheated on myself like more and more, 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 more and more. Yeah. The biggest sin is to hurt yourself. You know, huh? And again, the boy Kobe und Manilio, Berner Musik. Hinter uns in den Seitenspiegeln hat's niemand draussen ist Nacht. Neben uns niemand, vor uns niemand, unser Fieber auf und dort dacht's. Tacho rot, Leben schnell, es rast nonstop. Bussen teuer wie Bahnhofstrasse, aber es lässt uns nicht los. Egal wo ich hingehe, bist du bei mir. Beifahrer ist Sitz, wir drehen Donuts, wir sind im Modus, haben den Donut, machen uns Vorsatz, brechen, sag gleich. Alles offen, Cabrio, sitzen tief wie Barito. Überholen, sag Adios, wie kein Barrio, wenn ich go. Gut? Ja gut, ich hoffe, wir sind noch rum. Vielleicht haben wir es geschafft. Darum probieren wir es jetzt gerade noch einmal, dass wir möglichst schnell weitermachen können. Der Sami El Cambio mit einem Gruß an euch, den ihr schon vor einer Viertelstunde hören können. Viel Spaß. Yo, salut zusammen, mein Name ist El Cambio. Ich bin hier mit Diamond Rose am Start. Ich mache seit etwa 5 Jahren Musik. Damals hat alles angefangen, die Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich habe eigentlich dort immer meine Inspiration geholt. Dann mit Mail, wir haben zusammen Stift und Papier gemacht, vor jetzt ziemlich bald schon 3 Jahren. Und am 26.03. kommt meine EP raus, produziert von Diamond Rose. Check it out. Peace. Yes, hat es funktioniert. Schreib mal in den Chat, ob es funktioniert hat. Und dann würden wir gerade als nächstes noch rasch, weil es so schön ist und weil ich euch davon erzählt habe, vom Matori gibt er das uns reinziehen. Ah, es geht noch weiter. Wir haben noch einmal eine Videobotschaft bekommen von den Kollegen von El Cambio.
Hallo zusammen, ich bin der Black Ant. Ich bin der Roseway. Und zusammen sind wir Em und Rose. Wir machen schon mehr als 2 Jahre Musik als Producer und als DJs. Die einen oder anderen kennen uns sicher als DJs im Club Hollenstein oder was auch immer. Und heute Yes. sind wir einmal Cambio, geile Beats basteln und etwas Gutes produzieren. Also freue dich auf etwas. Okay. Gut, also jetzt wird es eben das erste Mal. Danke vielmals für die Videobotschaft. Die sind jetzt hart am Arbeiten. Das ist das eine Rap-Team, eben Cambio und wie heisst es jetzt? Em und Rose. Em und Rose, genau. Und jetzt hören wir uns auf YouTube. Hoffentlich funktioniert es. Matori, eine Room-Session, weil es mega witzig ist. Das ist jetzt genau so ein Beispiel von Sachen, die einfach so random zwischendurch mal im Klarnaland laufen und niemand kommt davon mit über. Vielleicht noch von Anfang an. Ich hoffe, es tut. Ich würde sagen, geniessen das. Was R&B, Hip-Hop, really Rap, MCs denken, das wär's jetzt sein. Das Schweizer Rap im Sterben liegt, Hip-Hop-Heads gibt's immer seltener nicht. Sie ein Depp aus der neuen Jam, wo nichts checkt und True Rap nicht schätzt. Für Skill-Level und Technik überbewertet blind. Und ich fahre ja an den Gangsterfilm, weil mein Bag ist Gin und Rapper bin. Nichts checken meine Messages, ich sehe weich und meine Pussy-Tracks erinnern dir an Rosenduft und Schmetterling. Wo hast du den Scheiß gehört? Ich weiss nicht, das erzählt man sich untereinander, maturiert für gesunden Verstand. Nur weil ich grad Zukunft behandle und die ganze Zeit im Untergrund hang, bin ich noch lang kein Zuguck, gesagt Junk, was willst? Ich inhaliere den Staub von der Platte, genau das behaltet mich am Leben. Soundlosen und atmen, glaubt mir doch Bretter. Mein Verlangen brennt wie Fackel, der motherfucking Subwoofer ist mein Headship machen, der Bass pumpt. Mir fischt das Blut durch meine Venen, jeden Tag pflanzt mir der Blutdruck eine neue Arterie. Man kann mir wirklich nicht mehr helfen, so besessen von dem Scheiß. Rausziehen, was gegen Fett wie besser der Rhymes. Beruhigen Sie sich wieder, schauen Sie, bleiben Sie lieber daheim. Trinken Sie Weizeli Chai, dann werden Sie wieder heil. Als wüsst ihr besser Bescheid über meinen Körper als ich. Ich gebe einen Fick auf seine Meinung, bleibe atmengestört als ich. Hanne knapp in der verdammte Beat, representen den klaren Stil. Gib dir das, ein dicker Bass und was sicke Drums und Single passt, alles handgemacht, nichts. Das ist gut. Also, ihr habt jetzt nicht die Room-Session gehört, ihr habt Skip das gehört, aber könnt euch das Zeug noch reinziehen, es ist wirklich mega witzig. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und am Ende vom einen Track, ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, Das ist bei welchem, Room-Session, wenn ihr, kann sein bei der Room-Session, müsst ihr ganz am Ende die Lautstärke ein bisschen rauf tun für ein, ich sag mal, ein kleines Easter Egg. Also es wird sich lohnen. Ich will jetzt gar nicht spoilern, das ist so lustig. Easy, also, da, unsere Regie ist auch wieder parat. Und an dem, in dem Sinn darf ich mal noch rasch... Nein, zu dem kommen wir später. Unser DJ honoriert immer später. Also, funktioniert. Jetzt, der erste Künstler, den wir mitgebracht haben. Genau, der erste Künstler, den wir haben, ist der Yoshi oder der Shiu. Er ist im Moment gerade nicht so krass aktiv, was Kunst, ich sag mal bildliche Kunst angeht. Aber er hat uns trotzdem ein kleines Video gemacht, wo er quasi kurz seine Gedanken erläutert. Ja, und ich glaube, am besten ist es, wenn wir uns einfach das Video mal schön anschauen miteinander. Viel Spaß. Ja.
Also, hey, merci vielmals Gio für das Einsenden von dem Video, mega cool. Genau, ihr könnt ihn auf Instagram finden unter Risticomp. Ihr könnt ja, wenn ihr den Namen verpasst habt, nochmal im Livestream später zurückspulen und dann hat er jetzt seinen Namen eingeblendet und dann seht ihr das perlenmässig. Und jetzt geht es weiter. Und zwar, ich sage mal so, spricht der Sven ein paar Danke aus. Ja, genau. Und für das gebe ich den Stuhl mal kurz frei. Also, wir haben bei uns in der Regie hinten den Furkan. Und das Spezielle an ihm ist, ohne ihn wäre das nicht wirklich möglich, weil da, wo wir sind, das ist das Büro, wo er seine eigene Firma oder seine eigene... Erklärst du am besten selber, wieso brauchst du ein eigenes Büro, Furkan? Wie alt bist du? Ein eigenes Büro? Ja, 23 geworden jetzt. Danke vielmals. Nein, danke vielmals. Es ist ein mega cooles Projekt. Ich freue mich mega, dass das jetzt wirklich funktioniert hat. Weil es ist für uns selber auch wirklich so ein Experiment, das wir machen. Und wir haben gedacht, ja, das ziehen wir jetzt einfach durch. Wir haben nicht lange Zeit gehabt, wir haben uns das Beste gegeben. Mal schauen. Ja, wir sind jetzt da gerade in unserem beliebtesten Ecke eigentlich. Das ist ein wunderschöner Im Kiwi Office, genau. Kiwi Concepts heisst das Ganze. Wir bestehen eigentlich aus 2 Bereichen: Content Creation und Digital Marketing. Content Creation heisst, wir machen Fotos, Videos, Text und Grafiksachen, vor allem für Social Media. Genau, und den Content, den wir gemacht haben, tun wir im anderen Bereich, im Digital Marketing, dann digital vermarkten. Ich meine, mittlerweile weiss jeder, dass man im Internet seine Spuren hinterlässt und heutzutage ist es halt möglich, nicht wie bei einer Zeitung, wo du für eine gewisse Auflage einfach deine Werbung drin hast und dann sieht es ein Mechaniker, dann sieht es ein Arzt, dann sieht es ein Lehrer, sondern heutzutage ist es möglich, wirklich die Leute zu targetieren, die man will. Und dementsprechend erhöht man seine potenzielle Anzahl von Kunden. Ja. Das klingt voll professionell, voll gut, das soll es ja auch sein. Der Furkan mit Kiwi Concepts unterstützt den Hobbykeller auch immer wieder mit seinen Tipps und Tricks und auch, dass wir da dürfen sein. Danke vielmals, es ist mega witzig und riesen Hilfe. Und natürlich, wenn ihr als Künstlerinnen und Künstler einen guten Webauftritt wollt, dann könnt ihr ihn gerne fragen. Danke vielmals. Danke euch. Viel Spaß. Du bist entlohnt, Furkan. Hast du es doch gut gemacht, ey. So gut. Also, ich würde sagen, weil wir jetzt gleich eine kleine Zeit verloren haben, machen wir gerade weiter mit dem nächsten Videobeitrag. Der Videobeitrag kommt nämlich von der Schwester von einem meiner ganz besten Kollegen. Und das Teil heisst Fashion Cuties und sie erzählt es gerade selber eine mega coole Sache. Das auch sehr unterstützend wird, auch mitten im Glarnerland und die wenigsten werden es wahrscheinlich kennen. Viel Spaß. Hallo miteinander, ich bin Valeria und schön, dass ich euch eine Videobotschaft senden darf. Ich mache Upcycling von Kleidern und zwar unter dem Namen Fashion Cuties. Durch ich Schuhe, Jacken und sonstige Kleiderstücke bemalen. Angefangen hat eigentlich alles mit diesen dreckigen Schuhen. Und zwar habe ich ein paar fertige Schuhe gesucht mit rosaroten Rosen drauf und habe es einfach nirgends gefunden. Bis ich dachte, ich mache es selber, weil ich in der Freizeit auch schon viel male. Und ich bin noch erstaunt, wie gut die Farbe gehabt hat drauf. Und auch die Resonanz war halt mega gross. Und am meisten hat mir eigentlich gefallen, dass du einfach als Gemälde raustragen in die Welt. Das ist wie mobil geworden. Dann habe ich angefangen, Jacken hinten drauf zu bemalen oder Hosen. Und am lässigsten finde ich eigentlich, ich habe ein paar alte Hosen wegwerfen. Oder einfach weggeben, weil sie mir gar nicht mehr gefallen haben. Ich habe sie nie mehr angehabt. Und ich habe sie dann vorgenommen, so als Testobjekt mal ausprobieren und habe dann hinten Taschen bemalt. Und plötzlich hat es mir so gut gefallen. Und ich glaube, das ist eben auch das Schöne daran, dass man so ein neuen Charme, neues Leben an einem alten Kleidungsstück geben. Und seitdem mache ich das. Die Leute bringen mir ihre alten Kleider und ich tue sie anmalen. Oder auch anmalen etwas Neues, um einen eigenen Charme zu verpassen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald vielleicht. Yes. Süß.
cool. Ich weiß nicht, Valeria, ob du gerade zuschaust. Danke vielmals für das Video. Ja, folgt ihr auf Insta. Fashion Cuties. Ihr solltet es nachher sehen noch rasch. Und sonst fragen wir uns einfach und supporten. Jetzt würde ich den Hobbykeller erklären, wenn ich das vorher nicht schon gemacht habe. Aber wir schauen rasch noch die Folie, die wir extra vorbereitet haben für das. Weil dort sehen ihr die Übersicht noch rasch, was alles eine Art, was einfach die Ideen schon wären für Räume und Projekte. Oh, warte, bei dem könnt ihr auch noch gerade bleiben. Weil das Logo hat eine ganz gute Kollegin von mir gemacht. Gratis. Für mich einfach, das ist auch so schön, wie man von überall einfach Unterstützung bekommt. Die haben wir jetzt auch noch nicht verlinkt. Letras jetzt, Julia, danke vielmals. Und auch sie sehr unterstützenswert. Yeah! Sehr cool. Okay, und danach in der nächsten Folie sehen ihr, was es alles angedenkt ist. Also ihr seht oben irgendwie Tanzraum, sportmäßig etwas, Gemeinschaftsküche wäre eine Überlegung wert, Gemeinschaftsgarten, wie ich gesagt habe. Nachher, ich sehe es aber gar nicht selber. Musikstudio. Ja genau, das ist dann das Musikstudio, Filmfotostudio, Kunstatelier, einfach alles miteinander. Oder so ein cooles Workspace-Café, wo jeder so ein bisschen reinhocken und einen gemütlichen Arbeitsplatz hat oder so, gibt es auch schon. Und viele von diesen Sachen gibt es auch in den Ansätzen schon. Es gibt schon eine Gemeinschaftswerkstatt in Schwanden, die auch aus der Bergzügler entstanden ist. Und die Tauschbörse mit dem Werkstattkaffee, wo ich auch im Gespräch sind. Ja, es ist ein bisschen verwirrend für euch, es tut mir mega leid. Aber ihr seht vielleicht den Ansatz und was ich eigentlich euch sagen will, ich bin mega froh um alle Ideen und alle Tipps, die ihr habt, auch für Social Media oder für Projekte oder so. Wenn ihr Sachen habt, die ihr gerne würdet verwirklichen, wo so ein das in die Richtung geht, dann kommt einfach auf mich zu und probieren wir zusammen so etwas. Slidet in seine DMs. Ich bin offen für alles. Gut. Was kommt als nächstes? Als nächstes ist... Carla. Als nächstes haben wir eine speziellere Form vielleicht von Kunst, die ein paar von euch nicht so gewohnt sind, nämlich geht es um Zirkus. Und da haben wir auch die Carla Kühne. Ich kenne sie vom Zirkus Muck. Sie hat dort hinten mit mir mal ein Lager geleitet und ich habe gewusst, dass sie so auch schon etwas veröffentlicht hat von ihrer Arbeit. Sie hat irgendwie in Holland die Ausbildung gemacht, Zirkusschule, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Und da dachte ich, hey, das gehört auch da rein. Das ist auch ein Teil vom Ausdruck, vielleicht eine spezielle Form von Ausdruck, wo das Ganze, was Kunst eigentlich ist, das Wortlose, vielleicht noch viel besser zur Geltung kommt. Viel Spaß miteinander.
Yes. Okay, andere Art von Kunst. Trotzdem hure schön. Und der Dan hat gerade gesagt, sie ist von Belgien. Yes. Shoutout Carla Kühne, ja. Sehr. Also. Gut, dann kommen wir als nächstes zur Foto-Challenge. Das ist auch etwas, wo sich der Sven überlegt hat. Das Fototurnier. Ja, genau. Das wird jetzt auch etwas Lustiges und Grosses. Das hat, glaube ich, die meiste Zeit in Anspruch genommen zum Vorbereiten. Aber es wird, glaube ich, etwas Cooles. Genau, und zwar funktioniert es jetzt so, dass, wie ihr seht, gibt es zuerst ein Viertelfinale, wo immer 2 auf der einen Seite und 2 auf der anderen Seite, also zwischen 2 je ein Bild ausgesucht wird, das halt besser ist. Und nachher geht es weiter und dann schauen wir am Schluss, welche 2 also ins Finale kommen. Und das sind alles Glarner Fotografen, die verschiedene Bilder eingesendet haben nach ihrer Wahl, soviel ich weiss. Ja, genau. Und wir zeigen euch nachher noch die Bilder und ihr dürft dann im Chat bestimmen quasi oder abstimmen, welche Bilder euch besser gefallen und die kommen dann eine Runde weiter. Genau, und so können wir dann einen Gewinner ausmachen da mit diesen Bildern. Und auch dort ist es natürlich mega wichtig zu sagen, obligatorisch, aber es ist auch wirklich so gemeint, das sollte nicht irgendwie wertend sein oder so. Turnierform ist einfach etwas Lustiges, aber man kann die Bilder nicht vergleichen. Und ihr werdet es auch sehen, ich muss nachher wahrscheinlich rasch hinter den PC, um die Audios nachher, sie haben uns auch Audios geschickt, um so gewisse Fotos zu erklären oder Text geschrieben und das ist etwas mega Schönes und halt alles mega einzigartig. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, welches ist besser, sondern nehmt das einfach für euch so, welches passt euch jetzt gerade in dem Moment ein bisschen besser und dort drückt ihr dann, für das stimmt ihr dann, es kommt nicht so drauf an. Und ja, die anderen Fotos können wir wahrscheinlich auch noch mal anschauen, die es nicht dann weiter schaffen, weil es sind alle wirklich mega cool. Ja. Gut, ja, dann fangen wir doch gerade mit dem ersten Bild oben links an, soviel ich weiss. Das ist genau am Anfang Miranda, setzt ihr das erste Bild. Und da wäre jetzt schon die erste Audio-Memo. Warte, wisst ihr was? Ich probiere es jetzt so. Ich hoffe, die Qualität ist nachher nicht zu schlecht. Aber das probieren wir jetzt gerade so. Gibt es eigentlich nicht so viel zu meinen Fotos zu sagen, aber vielleicht kann ich etwas zu dem sagen. Und zwar, das Bild habe ich gemacht, als ich in der Winterferien in der Schweiz war. Und ich habe mit analog fotografiert, mit dem Hasselblad. Und ich habe eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen meine Orte fotografiert. Also weißt, einfach so kleine Häuschen oder kleine Sachen, die mich irgendwo durch auch an die Heime erinnern. Und ich habe das Gefühl, ich weiss nicht, mir persönlich, ich mache das mega gerne. Also ich fotografiere auch mega gerne meine Kollegen, weil es ist so etwas, ich weiss nicht, es sind Erinnerungen, die du kannst mit dir mitnehmen auf eine Art und wo du kannst auch zurückgehen zu denen. Und jetzt, seit ich auch da halt jetzt in Holland bin, es ist zum Teil halt schon auch nicht so einfach und darum ich schaue mega gerne auf die Bilder zurück und nehme sie wieder vor und schaue sie an und erinnere mich an die Heime und so. Und ja, das ist vielleicht etwas, was man dazu sagen könnte. Aber sonst, die anderen, würde ich sagen, reden mehr oder weniger für sich. Sehr cool. Wunderschönes Bild. Ich probiere mich da gerade rauszureden. Ich würde sagen, wir schauen gerade das nächste an. Nämlich ist. Jetzt habt ihr, also ihr hättet euch jetzt das Bild natürlich gerade gut einprägen können. Und das nächste Bild ist vom Tobi, oder? Sehen Sie das richtig? Vom Tobi. Und wer sehen wir da? Wir sehen unseren DJ sehen wir da, den er gefüttert hat. Der Tobi hat keinen Text oder so dazu gesendet. Er hat gefunden, die Bilder sollten für sich selber sprechen. Wie man sieht, der Tanz posiert schick in einer Badwanne. Yes. Mal schwarz-weiß, so wie das andere Analogbild vorher. Ja, soll ich mir da schnell zuschalten? Das ist jetzt ein bisschen komisch, ich habe nicht gewusst, dass das Bild kommt, aber ich finde es eigentlich noch gut.
fotografiert. Weil, ja, der Tobi ist eigentlich so mein Fotografen-Homie und ein sonstiger Homie, seit immer. Wir sind zusammen mit der Schule schon Gang. Und nachher in der Sommerferien habe ich ihn mal gefragt, ob wir mal so ein bisschen Promo-Fotos machen können. Und nachher hatte ich die Idee, in ein ganz altes Haus zu gehen, das ich noch kenne, wo wir gemietet haben. Und nachher haben wir einfach überall Fotos gemacht, wo es geht. Und Kleider gemietet und alles. Shoutout Faden, merci vielmals. Das ist es. Sehr cool. Gut, also das Bild, wie man sieht, ist ziemlich stark. Über das Motiv kann man vielleicht diskutieren, aber Ansichtssache. Ja, sagen wir, das Bild von Tobi ist das zweite Bild. Oder sie sollen einfach den Namen reinschreiben. Oder, ja, ihr könnt eigentlich auch einfach den Namen Können reinschreiben. zurück zum Ding? Ratet mal das Bild von 1 bis 10 in den Comments, okay? So, das könnt ihr ein bisschen reinzoomen auf Tobi und Miranda, dann sehen wir den Namen. Da seht ihr dann auch gerade noch ihre... Da seht ihr dann auch noch ihr Insta unten dran, wo auch einfach sehr zu empfehlen, folgen diesen Leuten einfach. Miranda und Tobi, jetzt in den Chat schreiben, unsere super Regie tut das nachher auswerten, also schaut einfach jemanden, wo das mehr, welche Namen das mir gefallen sind. Und wie gesagt, es geht nicht um es Bewerten, sondern es ist einfach jetzt eine Momentaufnahme. Welches Bild hat euch gerade jetzt besser gefallen? Es geht nur um einen Genuss. Und ein bisschen Sound vom DJ bitte. Yeah! Es kommt mir vor, als hätte ich erst gerade so viel geredet, aber jetzt sollen wir mal der Mondetto und der Sinai reden, von Aarau und aus Bern. Leben nicht viel, die Schlachten warten alt. Ich sage dir nein, wenn ich das will. Wir haben mir langsam das Welt. Kein Time für den Stress. Next up $1 Million Cash. Immer noch nicht gefunden, was ich muss. Und du fahr ich rund in einem Bett. Die Welt ist ein Dorf, wenn du mich suchst. Ja, die Welt ist ein Dorf, wenn du mich suchst. Bleibe hier bei dir. Niemand kennt dich so wie ich. Du gibst mir die Fantasie, wo mir niemand hier geht. Bleibe hier bei dir. Niemand kennt dich so wie ich. Kannst du nicht, Baby, es geht nur noch mit. Kannst du nicht, Baby, es geht nur noch mit. Ich kann nicht verlieren, außer für dich hab ich nur mein Loch. Das Problem schon lange kennt, aber bis ich nicht nur mein Loch. Das ist ein Remix von Sam Gold. Ursprünglich ist das Lied aus Zürich vom Live-In, das heißt Zahltag.
day though, only from time to time. And seeing girls out. Und der aus Zürich, von Jazz Crew, schon ein bisschen älter, das heisst Tonight. Everything that follows up, yeah. Where will I end tonight? Where will I end tonight? Eventually I don't mind, as long as you're by my side. Where will I end tonight? Where will I end tonight? Eventually I don't mind, as long as you're by my side. Pull up to the scene like a pasa. Mr. Gold, Mr. Joss now. Squats up, my niggas with showstoppers. Smelling good, hella proper. I'm saying drinks in the house, sip it up. 3 a.m. Look, we don't give a fuck. Clubs going up, let's hit the dance floor. Girls go wild, when I ask for more. Got me singing like, hey, Mr. DJ, spin this record on replay from CH to UK. Got me dancing like who cares? Middle fingers to a hangover. In the week we do it all over. Get sober, then juice it up. Get your act right, mommy, time to loosen up. First I thought it was your intention. Now I feel like I should mention. Girl, I dig the way you whine in front and rush the D. Can you feel the tension? You look pretty and I'm handsome. Disaffection, need expansion. Don't you worry, just come on with me. Guess that time is right. Let's move to the back door. I'll show you how we live. The mission to the bomb, but the vision that I stand for. My mission and my plan, though. Wanna see you barrel. To discover all the beauty of nature. Okay, also. Wie ihr seht, also das mit der Stimme ist ein bisschen, es ist ein bisschen, also ich habe es mal durchgezählt und es war fast genau gleich viel gewesen, aber ich meinte, der Tobi hat 1-2 Stimmen mehr gehabt. Darum für dir und ich und der Tobi weiter. Dance, gibt es vielleicht irgendeinen Sound oder so? Und wir hoffen, dass es, also... Ich kann es nicht vergessen, zum das noch kurz anfügen, ich kann es nicht vergessen, aber ich kann mich nicht selber rein. Also, ich will da nicht noch irgendwie mir selber irgendwie vorpushen. Aber es das Bild ist, ja. Mir ist alles gut, du gewinnst nicht, dann keine Angst. Das sehen wir noch. Also, wir schauen, dass es die nächste Runde etwas schneller geht. Jetzt haben wir das zuerst mal herausfinden. Als nächstes treten an, am linken Ecke, der Basil Feigknecht. Und auf der anderen Seite der Chris Bowling, der noch falsch verlinkt war auf dem Insta, aber jetzt ist es richtig. Ja, ich würde sagen... Wir sind beides Kantenschüler, beides Hobbyfotografen mehr oder weniger. Und jetzt schauen wir zuerst mal geschwind das Bild von Basil an. Das erste Bild von Basil mit... der hat dann auch... der hat auch eine Sprachmemo geschickt zu dem. Hören wir die am besten mal zusammen. Ich finde das Bild noch cool. Das ist in den USA in meinem Austauschjahr entstanden. Und es ist eigentlich einfach eine Reflektierfolie, Spiegel und Vase mit Wasser gefüllt. Und ich finde es noch lässig, weil mein Kopf schaut nach links auf dem Bild, im Spiegel, in der Refraktion von der Vase mit Wasser sieht es aus, wenn ich nach rechts schaue. Mein Auge schaut aber gerade in die Kamera. Und alles hinter dem Spiegel ist sowieso ein Krüsimüsi. Und ich finde es noch cool, eben, dass du so ein bisschen die Richtung, die man erwartet von einem Bild, in Frage stellen. Und vielleicht auch die Richtung von mir selber oder von den Menschen um mich. Da Hochphilosophisch der Basil unterwegs. Wie immer, Ja. wie immer. Gut, und dann haben wir noch das zweite Bild. Das ist das von Chris. Und mal schauen, was wir da zu sehen bekommen. Oh, ein Flüger. Ein Flüger, und auch da haben wir eine Sprachmemo von Chris bekommen. Das ist die Beschreibung vom Bild 01 Mountain Fighter. Ich habe das 2019 beim Ziegenmeet gemacht und widerspiegelt Technik, die der Mensch jetzt momentan kann machen in dem Jet, und aber auch Kraft vom Berg, um die der Jet seine Kreise und Looping dreht. Und ja, vom Color Theme her, von der Farbgestaltung, in dem Grau-Grün, in dem technischen Vibe.
Sehr cool. Mal, das sind zwei wirklich coole Bilder, muss ich sagen. Sehr unterschiedlich zum Wetter, aber was ihr... Also, uns kennt man nicht. Ist gut. Okay, Ja. gut. Das ist vielleicht eben gerade das beste Beispiel dafür, dass man die Bilder nicht wirklich vergleichen kann. Aber wir machen es jetzt gleich, weil es ein lustiges Turnier ist. Vor allem kennt ihr einfach das nicht, wo ich gerade im Moment ein bisschen mehr anspricht. Ja genau, stimmt ab, schreibt den Namen rein, Dan, Sound up! Jetzt machen wir ganz schnell ein bisschen Trap, aber ich möchte das einfach noch schnell erwähnen, ganz kurz. Weil viel zu wenig das wissen, ist ein Zürcher Produzent ursprünglich, der Ozzy, wo ganz viel englisches Zeug macht, wo alles auf Billboard Nummer 1 ist, auch deutsches, Schweizer Sachen auch. Und dann würde ich sagen, geben wir uns mal etwas Amerikanisches, wo aber aus der Schweizer Küche kommt. Okay. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. Legs wrapped around my beard. Got the fastest car Zoom. Hope we make it out of here. When I'm with you, I feel alive. You say you love me, don't you lie. Don't cry my heart, don't wanna die. Keep the pistol on my side. Für die, die es nicht wissen, das ist grosser Ami Popstar, Hip-Hop-Star, der heißt Travis Scott. Hope I make it out of here. We ain't stressing about the loot. My block made a quesadilla. This not the molly, this the boot. Ain't no coming back from here. Live a life a lot familiar. It's so much gain that I can't see it. Yeah. Turn it up till they can't hear. Running around for the thrill. Yeah, dog, am I real? Raw, I've been pouring to the real. Nah, then I'm back of the bill. Gorgeous, baby, keep me hard and still. Okay. Also. Gut, Abstimmung ist vorüber. Ist auch das mal wieder sehr knapp gewesen. Jetzt ist jetzt mal der Dan auf dem Bild. Hey, also. Wir sind ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen lustig. Ihr habt einfach einen gemütlichen Abend. Das ist natürlich die Hauptsache. Nur das ist die Hauptsache. Also es gibt nur das. Es gibt nur das. Wer hat gewonnen, Linda? Um das auflösen, das Mal hat Chris gewonnen mit einer Stimme mehr zu unserem aktuellen Zeitzählpunkt. So wie wir das rasch ausgezählt haben, ist auch schwierig. Also es war wieder mega knapp gewesen. Der Chris mit seinem Flügerbild ist weitergekommen. Genau. Und ich würde sagen, machen wir gerade weiter. Verschwenden wir eure wertvolle Zeit nicht. Und ihr werdet natürlich auch weitere ganz viele coole Fotos sehen, nehme ich an. Gut, im Rennen ist. Jetzt am oberen rechten Ecke weiter. Und zwar mit dem Jonathan. Sein Insta ist Wow.vision. Wow. Okay, gut, dann schauen wir gerade das erste Mal sein Bild an. Und bei ihm, er hat einen mega schönen langen Text geschrieben zu seinem Bild. Ich hoffe, ich finde den. Und der ist richtig philosophisch. Darum werde ich euch den vorlesen. Ich weiß nicht, ob ich den ganz kann. Aber ja. Bist das noch du? Du bewegst dich mit höchster Geschwindigkeit durch das Leben und du wirst immer schneller. Es kommt ein Tunnel auf dich zu. Wagst du noch einen Blick aus dem Fenster, bevor du in der Dunkelheit verschwindest? Als Betrachter des Fotos können Sie das Schiff natürlich sehen, doch sehen Sie es in Ihrem Leben noch?
Das Foto machte ich eines Morgens im Zug zur Arbeit. In dieser Frühe verschonte ich meine Augen noch etwas von meinen Kontaktlinsen, sah also kaum etwas. Aus reiner Intuition drückte ich auf den Auslöser meiner Kamera. Erst als ich bei der abendlichen Rückfahrt das Bild genauer betrachtete, erkannte ich, dass auf diesem Bild ein Schiff seine Spur durch den ruhigen See zieht. Beim noch genaueren Hinsehen erkannte ich auch, dass es nicht irgendein Schiff war. Vor rund 2 Jahren begab ich mich auf eine Reise mit dem Fahrrad. Ich wollte los die Welt sehen, Menschen kennenlernen und so brach ich auf. Den Text müssen wir glaube leider da abbrechen, weil wir nicht so viel Zeit haben, aber es ist ja so, dass er auf dem Schiff sogar mal gereist ist und aus reiner Intuition das Bild geschossen hat. Mega schöne Geschichte. Danke Jonathan für das Bild. Und würde ich sagen, schauen wir das nächste an. Yes. Ja, das Bild hat den Titel Notbremse gehabt. Wir sollen mal so ein bisschen den Moment irgendwie geniessen oder beim Moment bleiben. Das Bild von der Daniel. Chinese Venice. Wunderschön. Lies es selber als Stunde. Ich bin interessiert. Das wunderschöne Bild, ich hoffe, ihr habt den Text durchgelesen. Solo-Backpacking-Reise von der Daniel und so etwas entsteht. Sehr cool. Ich würde sagen, ihr dürft jetzt wieder Namen hineinschreiben von den Vierteln. Also entweder haben wir Daniel oder den Jonathan. Der Jonathan, genau. Gut, dann haben wir jetzt ganz kurz Zeit. Und mit dem Sound von Dan. Wir gehen wieder schnell auf Bern zurück. Das ist vom Davili Wonka. Shoutouts Davil. Das heißt Lagar. Genau, lassen wir mal da rein und nachher checken wir mal ab, wie das gelaufen ist mit den Fotos, wer gewonnen hat. Brauche viele Banks, so wie Ashley. Die Texte sind langsam ins Gefängnis. Bett für mich, Baby, bitte Bett für mich, Baby. Wo ihr draussen jetzt kämpft, kein Sand. Hey, heute muss ich wieder raus. Baby, gib mir mein Kreuz und ein Guadalupe. Hab keinen Stress wegen Strass oder Stress. Wo wenn ich durchbrenne, bist du meine Feuerwehr. Kein Brille, was ich brille. Mach einen Fiasko, wo ich bin wie Lupe. Schreibe Fotos, mache Brotzo, wie Jojo. Hab mis Blackbook voller Memory. Todo lo que hago, yo lo hago por ti. Alles was ich mache, mach ich nur für dich. Ey, wenn ich gehe arbeiten, mach ich's nur für dich. Jeden Tag am Maslau, das nur für dich. Ey, Gott hat die Bache, das nur für mich. Ich hab keine Angst, wo du bist, ich bin mit. Ey, bin ich mal down, es ist mir aufgegeben. Wegen dir verliere ich auch in meine kleinen World. Lass es lassen. Lasse lager, auch meine Sorgen schauen, lasse lager. Alles das Appetit, lass nicht lager. Schau mal, ich wär so verloren, bitte lass mich nicht lager. Es kann mir mich bissen und ich hasse lager. Ich hab auf Trippen und ich hasse lager. Auch in meine Hemmungen hab ich lager. Weg dem fängst du mich ab, bis besoffen auf der gleichen Land. Die Welt schlaft nicht, ich muss wach sein. Du weißt, ich bin da, wenn ich weg bin. Lass dich nicht in den Stich wie ein Wespen. Komm zurück und ich bring dir ein Geschenk. Brauche viele Banks, so wie Ashley. Die Texte sind langsam ins Gefängnis. Bett für mich, Baby, bitte Bett für mich, Baby. Wo ihr draussen jetzt kämpft, kein Sand. Lass es lassen. Haben Sie das Resultat? Yes, und zwar ist das mal der Gewinner, der Jonathan mit seinem Bild aus dem Zug raus. Yeah! Die Geschichte hat berührt. Danke auch vielmals Daniel. Ich hoffe, wir haben nachher kurz Zeit, um
die Bilder, jeder hat eben 3 Fotos geschickt. Falls man ins Finale kommt, braucht man 3 Fotos. Ich hoffe, wir können die am Schluss auch noch durchgehen. Es sind wirklich alles super schöne Bilder. Und ja, ich würde sagen, da geht es gerade weiter. Genau. Regie ist sicher einer am Ablachen. Ich weiß nicht genau wieso, ob es da etwas herbringt. Alles gut. Okay, also, die nächsten Contestants. Der Fubu und der Nico. Okay. Auch der Fabi hat gefunden, das Bild soll für sich sprechen. Sagen, sieht sehr schön aus, Farbkontrast und so. Ist da. Wir, die so draus kommen. Eigentlich müsst ihr davor gehen, eigentlich müsstet ihr das bewerten. Wir haben keine Ahnung von Fotos und ihr hockt dort hinten. Mal komm, wir tun jetzt die Bewerbung sehen. Also was man sicher am Fabian muss anrechnen ist, dass er zuerst mal auf den Berg laufen, dass er so ein schönes Bild machen kann. Wobei auch zum Beispiel Daniel dort hat müssen auf China reisen, um das Bild dort zu machen. Backpacking also sogar. Backpacking sogar, also ist schon recht aufwendig. Aber ja, da haben wir das Bild von Fabian. Schauen wir uns doch am besten gerade noch das zweite Bild an. Yes. Das erste Bild vom Nico. Der hat auch sackstarke Fotos eingeschickt. Gerade das erste. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Fließendes Wasser aufgenommen, durch Langzeitbelichtung fasziniert der Nico schon immer mit dem warmen Sonnenlicht trotzdem bewölkten Tag. Ist es schon immer eins von seinen Lieblingsbildern entstanden. Yes, danke Nico für das Bild. Gut, auch hier haben wir, er hat sich auch in die Natur begeben, um das Foto machen. Ja. Auch da sicher ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Langzeitbelichtung mit Wasserfällen sind immer wunderschön. Ich finde, es sieht immer aus wie ein bisschen Nebel, aber schwerer Nebel, der halt am Boden klebt. Ja. Über dem Flussbett. Geht das jetzt auch Kategorie philosophisch? Ja. Yes, sehr schön. Und auf jeden Fall haben wir jetzt Zeit, in den Kommentaren die Bilder zu bewerten. Entweder das Bild, das ihr jetzt gerade seht, mit Nico, also vom Nico, oder das, was ihr vorher gesehen habt, vom Fabian. Yes, viel Spaß wieder mit dem Sound vom Dance und der Light. Diesmal gehen wir auf St. Gallen, nochmal zurück zu Priya Raghu. Produziert von ihren Brüdern Jaffna Gold. Der hat auch noch einen kleinen Part. Lassen wir das und ihr kommentiert fleissig. Nice. Und in dieser Runde, wenn ihr jetzt dann seht schon... Ja, sie sehen es schon. Gut, ja. Seht ihr, ist der Nico weitergekommen mit seinem Wasserfallbild. Glückwunsch Nico! Auch danke vielmals an Fabian natürlich für das super Bild.
Ja. Ich würde sagen, wir machen gerade weiter, weil jetzt geht es schon zum ersten Halbfinale. Yes, und zwar fangen wir da auf der linken Seite an. Und vorher war ja der Tobi mit seinem Bild vom Tanz und unten der Chris mit seinem Flügelbild. Und jetzt können wir gerade mal das zweite Bild jeweils von diesen zwei Leuten anschauen. Und wir fangen an beim Tobi. Ja. Yeah. Mal schauen, was uns erwartet. Ein Konzertbild. Wer kennt es? Hallo und Ledig. Sehr cool. Eben der Tobi hat wieder Farbe gefunden. Er will die Bilder für sich sprechen lassen. Darum lassen wir euch jetzt einfach 10 Sekunden, um das Bild inhalieren. Oder Linda, was meinst du zu diesem Bild? Ja, also ich meine, darauf haben wir absolute Schweizer Musiklegenden. Lo und Ledig. Ja, ich weiß nicht, sind mal am Sound of Glories gewesen. Ich weiss noch, der eine ist durch die Menge durchgelaufen und jemand hat wollen, dass er auf seinem Arm unterschreibt. Und er hat gesagt, nein, ich darf nicht. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht auf einen Arm unterschreiben, das ist ungesund und gibt Hautkrebs. Witzig. Ich glaube, das ist nämlich das Foto, wenn ich mir da nochmal schnell zuschalte. Ja, sicher. Weil Tobi, seine Fotos irgendwie, ich weiß nicht, aber das war, glaube ich, vor einem Jahr, genau noch im Winter, jetzt in einem Kaff aussen, eigentlich, in Bern, ein Festival gegeben. Und dort sind Lo und Ledig auftreten, Nemo etc. Und er hat dort einen Fotojob gehabt und das ist, er hat richtig gute Bilder gemacht von Lo und Ledig, Manilio, all diesen Acts dort. Und hat mir auch ein Freiticket gegeben. Danke Tobi für den. Für den und profitieren vom Tobi seiner Künste. Sehr cool. Dann würden wir sagen, gerade das zweite Bild. Prägt es euch ein, das war der Tobi und jetzt das zweite Bild von Chris, wo wir natürlich auch wieder eine schöne Sprachmemo anschauen können. Das ist die Bildbeschreibung vom Bild 02 Lind Natur. Es ist in der Mittagssonne entstanden. Ein Schmetterling hockt sich auf dem Grashalm, um eine Pause zu machen. Und ich lege mich ins Gras, um aus der gleichen Perspektive, gleiche Höhe wie der Schmetterling, ein Bild von ihm zu machen. Und das sieht es auch so aus, als wären wir da in einem Wald. Ja, es ist super herzig, wie das kleine Gewicht vom Schmetterling doch es langt, um den Grashalm so fest zu beugen. Und besonders ist da die Farbkombination, das Gelb und das Grün von den Gräsern und dann doch das Blau-Grau, fantastische Naturfarbe mit den Muster auf dem Flügel. Ganz einzigartiges Bild. Sehr cool, danke Chris für das Bild. Schaut es euch noch kurz an und könnt an abstimmen. Yes. Haben wir noch ein bisschen Sound vom Mit dem Sound vom Dance würde ich sagen. Es ist jetzt schon genug viel berndeutsche Sachen gelaufen, aber jetzt gehen wir nochmal weiter. Das ist Jeans for Jesus. Sie liegt wach, checkt down die Stories. Sucht nach mir und sieht mit dir. Sie hat uns nicht gut bin und mir nicht. Sie hat sich nicht gut bin und mir nicht. Wenn du noch ein bisschen ankommst, ich spüre wie du ankommst. Doch es liegt nur eine Welt, Baby, hinter uns. Fuck, wenn ich ein bisschen angebe, lass das Gewissen anlegen. Lux wird langsam hell, Baby, hinter uns. Baby, wenn du noch ein bisschen ankommst, ich spür schnell wie du ankommst. Baby, wenn du noch ein bisschen ankommst, fürs nicht. Es wird knapp, ich glaube, es wird knapp. Ich spür schnell wie du ankommst. Baby, wenn du noch ein bisschen ankommst, fürs nicht. Spürst du, wie's lichter wird? Siehst du die Lichter nicht? Spürst du, wie's lichter wird? Siehst du die Lichter nicht? Ich hab den nur für sie blockiert. Wär die knapp größer, wär sie auch hier. Was sie ja ist nicht gut für den
Spürst du, wie's leichter wird? Siehst du die Lichter nicht? Spürst du, wie's leichter wird? Siehst du die Lichter nicht? Baby, wird mir noch ein Jahr. Gut, nächste Runde durch. Und zwar hat sich ihr, also der YouTube-Chat, das mal für Chris wieder entschieden, so wie vorher, logischerweise. Ja. Aber auch das mal, es war ein mega knappes Ding gewesen. Zuerst hat der Tobi mehr Namen geholt und nachher, oder zuerst der Chris mehr Namen geholt, Tobi aufgeholt und nachher ist es am Schluss wegen einer Stimme so oder so gewesen. Ja. Aber das zeigt doch nur, wie gute Fotos das wir bekommen haben. Genau, gut. Und dann gehen wir gerade weiter mit der zweiten Person, die ins Finale kommt, zusammen mit dem Chris. Und zwar geht es da ums zweite Bild von mir, ums dritte Bild von mir, Jonathan, Entschuldigung. Gut, und das schauen wir uns, glaube ich, mal an. Das ist das zweite. Das dritte kommt nachher im Finale. Ja, okay, das zweite in dem Fall. Und auch zu dem gibt es einen kurzen Text unten dran. Ja, ich lese es am besten vor. Verborgenes Universum heisst das Bild. Das Bild ist eine unbearbeitete Aufnahme. So fragt man sich, was man eigentlich sieht. Je genauer man anschaut, desto grösser ist das Rätsel, wie das Bild entstanden ist. Gewissermaßen ein verborgenes Universum von Ästhetik. Ihr müsst den Dan sehen, der schmilzt. Es ist so poetisch und philosophisch. Danke vielmals, Jonathan, für das Bild. Ich schmilze, Joni, wegen dir. Sehr cool. Nächstes Bild würde ich sagen. Schauen wir das andere gerade an. Und zwar ist das zweite Bild von Nico. Yes. Vorher hat er gewonnen mit dem Wasserfall. Genau, und jetzt? Sag stark. Jetzt ist der Dan beim Jonathan sein Bild so geschmolzen, er denkt, er hat keine Chance mehr, aber das ist jetzt auch sehr cool. Da sehe ich die perfekte Sommernacht über dem Furka-Pass. Was soll ich noch sagen? Genau, klarer Himmel haben wir Spot und zum Nico im Glück ist ein Auto am Morgen um 3 noch vorbeigefetzt. Der da die Langzeitdingsbelichtung Aufnahme kann, dafür könnte da wieder mehr sagen. Aber es sieht einfach super aus, ich weiss nicht, oder? Gut, ja, also jetzt haben wir wieder kurz Zeit. Ja, stimmt ab. Bewerten, abstimmen. Namen sind Nico und Jonathan. Der Nico mit dem Furka-Pass-Bild, der Jonathan mit dem Universum. Und wir gehen weiter, oder besser gesagt zurück auf St. Gallen. Das ist ein Deutscher, also ist ein Schweizer. Aus St. Gallen. Der Monet. Baby, bleib noch da, don't stop.
ja gesehen hat am Nico sein Bild auf dem Furka-Pass gewonnen. Gerade noch knapp vorbei. Am Jonathan seinem super Bild. Hey, es sind wirklich mega coole Bilder. Danke euch allen fürs Mitmachen. Gut, dann haben wir das Finale. Schauen wir, würde ich sagen, noch die dritten Bilder an von diesen beiden Fotografie-Künstlern. Und zwar als erstes schauen wir gleich das von Chris an. Da komme ich natürlich wieder mit der Sprachmemo. Da würde ich sagen, er ist im Gasi. Das Bildbeschreibung Bild vom heisst. Bild 03 Wallensee pur. Das ist entstanden bei einem morgendlichen Bad im Wallensee. Und die Spiegelung und der Dunst, der auf dem Wallensee liegt, gibt ihm die ganz einzigartige Linie am Horizont vom Wasser. Also der weiße Strich, das ist die Reflexion von der Sonne im Dunst. Und ja, also das ganz windlose, stille Morgen gewesen. Und durch das spiegelt das Wasser auch so schön. Ganz einzigartig. Yes. Voll, da haben So, wir das Bild von Chris und seine Beschreibung dazu. Ein mega schönes Bild wieder. Gut, und dann machen wir gerade noch weiter mit dem dritten Bild von Nico. Dort steht die Beschreibung auch gerade unten. Golden Hour enttäuscht nie. Nico seine erste Lektion in der Landschaftsfotografie. Golden Hour, Sven? Golden Hour, ja. Ist dir bewusst, was das ist? Ja, wenn die Sonne untergeht oder aufgeht. Ich glaube, wenn sie untergeht. Wenn sie untergeht. Für einen kurzen Moment, wo das Licht goldig erscheint. Ja. Wunderschön eingefangen von Nico in dieser Szene. Da fließt einfach das Herz einfach eins weiter runter. Und ich würde sagen, ja, stimmen wir ab. Jetzt geht es um einen Gewinner, das ist das Finale. Was hat euch besser gefallen? Das wunderschöne Landschaftsbild von Nico oder Golden Hour oder das wunderschöne Landschaftsbild von Chris am Wallensee? Stimmt ab. Noch das letzte Mal, also nicht das letzte Mal mit dem Sound vom Dance, aber in diesem Rahmen macht der Dance natürlich auch noch mal ein bisschen Sound für euch. Okay, zu diesem Lied auch noch mal kurz etwas. Das heisst Tell Me, wieder von Naomi Larraine und Zella. Das ist ein richtig neuer, junger, aufstrebender Künstler. Also so neu ist er auch nicht. Aber der geht straight noch durch die Decke. Lassen wir rein. There is something wrong. You are here with me, but I clearly see how all your passion is gone. Feels cold when I touch you, play roles when I trust you. I got to know where we're going. Tell me what this is for. Girl, I want so much more. Why are we now losing what we called a bond? Tell me what this is for. Girl, I want so much more. Why are we now losing what we called a bond? Ich gehe für sie am Viben. Übrigens noch ein kleiner Input. Wir feiern da keine illegale Corona-Party oder so. Wir sind alle schön mit Abstandsregeln eingehalten. Könnt ihr es dann trotzdem fühlen wie daheim.
auch die letzte Runde von unserem Fotowettbewerb durch. Sind ihr gespannt? Es hat sich zwar abgezeichnet im Chat, aber sind ihr gespannt? Gut, kann man bitte einen Trommelwirbel haben? Dance! Yeah! Golden Hour! Von Nico, er hat gewonnen. Er kommt von uns. Ein Shoutout über und liebe Grüße. Folgt dem Nico Landot. Folgt allen diesen lieben Fotografinnen und Fotografen, die da mitgemacht haben. Wenn sie supporten, dann sich ein bisschen pushen, dass sie mit ihrer Kunst so weit wie möglich kommen. Die sollen ein bisschen mehr liefern da. Schreiben mal auch, tun sie ein bisschen nerven oder so auf Insta. Sie sollen mitbekommen. DMs, nicht nur im Sven. Genau, es leidet überall in DMs. Okay, also. Ja, das war das Fototurnier schon gewesen. Es ist irgendwie schade, aber irgendwie auch schön, dass wir weitermachen können. Wir haben leider gar nicht mehr so viel Zeit. Aber das soll uns nicht traurig machen. Ich glaube, nachdem wie der gelaufen ist, wie der Livestream jetzt trotzdem läuft, trotz Anfangsschwierigkeiten und so, würde ich sagen, könnte es in einem Monat vielleicht noch einmal so einen geben, mit allem, was wir jetzt nicht reinnehmen können. Es sind so viele coole Ideen noch rum. Bei uns sind so viele Künstlerinnen und Künstler und ihr werdet uns hoffentlich auch noch ganz viele Künstlerinnen und Künstler noch so weiterleiten, die wir auch sollen da reinnehmen. Ja. Lasst uns doch vielleicht im Chat wissen, ob ihr Lust auf eine zweite Runde hättet. Quasi eine Fortsetzung, wo vielleicht ein bisschen länger vorher organisiert. Ja, wo der Anfang einfach ein bisschen gemütlich, ein bisschen smoother läuft. So, ja. Dann ist ja das schon fast perfekt. Gut, wir machen weiter mit dem Programm. Yes, und zwar kommt als nächster Programmpunkt quasi die Vorstellung von Tobi Zürer. Wie ihr das hoffentlich jetzt dann gesehen werdet. Perfekt. Yes. So. Was macht der Tobi? Der Tobi ist Fotograf, wie ihr vorher in der Foto-Challenge gesehen habt. Er macht aber auch nebenbei noch Videos. Er macht vor allem Videos, hat Oder er mir vor sogar allem gesagt. Videos, Ja. okay. Vielleicht hat er mit Foto angefangen, aber jetzt macht er vor allem Videos. Er hat für die zum Beispiel den Kaba-Trailer gesehen haben, den habe ich wirklich gut gefunden. Und er hat auch ein paar Videos auf YouTube, Kurzfilme. Auch seine Maturaarbeit war ein Kurzfilm gewesen. Und ich würde meinen, am besten schauen wir gerade in ein Video rein. Und zwar ist das nicht nur ein Video, das der Tobi gemacht hat, sondern es ist das Lied, das der Dance auch als Maturaarbeit hat. Yes. Also ich weiß nicht, was heute am Abend, also über mich überraschen oder so, aber ja, Linda, in der Tat. Also es ist einfach, das war meine Maturaarbeit gewesen, und der Tobi hat nachher, nach dieser Liedabgabe, wir haben zuerst kein Musikvideo gehabt, weil ich auch mega im Stress war für das, und er hat ja noch seinen Film gedreht. Und hat er aber eigentlich so ein Musikvideo machen und dann gesagt, ja das machen wir, und er hat eigentlich alles organisiert, alles gemacht, die ganze Regie. Ja, jetzt bin ich schon wieder da im Mittelpunkt, aber wir schauen es jetzt trotzdem an, oder? Du wirst nie aus dem Mittelpunkt rauskommen, Dan. Okay, let's go. Oh wie auch crisp für mich jeden Tag, für mein Leben jeden Tag nicht karg. Egal wo ich bin, ich will nie anders hin. Oh ja, es ist schön, vielleicht habe ich mich schon dran gewöhnt. Fahre mit dem Karren, alle schauen, aber ich bin nur ein Superstar, Superstar auf Instagram. Ich bin nur ein Superstar, Superstar auf Instagram, aber nicht in real life. Wo ich will sein, dort bin ich's nicht. Ich bin nur ein Superstar, aber nicht dort, wo ich will. Autolichter blenden chli. Das Leben hier verändert dich. 1000 Shirts in meinem Kasten, 1000 Words nicht verschachtelt. Aufwachen straight, geh arbeiten, nur mein Phone kurz ertasten. Ich worke wie ein Minion, geh immer weiter für die Million. Ich worke wie ein Minion, weck mich auf bei einer Billion. Du bist nur ein Superstar, du bist nur ein Superstar. Du bist nur ein Superstar, du bist nur ein Superstar. Ich bin nur ein Superstar, Superstar auf Instagram. Ich bin
aber nicht in real life. Wo ich will sein, dort bin ich's nicht. Ich bin nur ein Superstar, aber nicht dort, wo ich will. Mein Satans da, Freunde. Sehr cool. Das ist ein cranks Lied, glaube ich. Ja, ja, der. Was sag noch? Das Video kann drehen und ich das Lied noch fertig geschrieben habe. Genau. So ist das. Aber mal schauen, Sehr was das cool. wird. Das heisst aber, ihr könnt sicher alle hyped sein auf eine nächste April baby. Yeah. Yes. Also, wir überraschen den Dance überrascht uns. So läuft das mit dem. Als nächstes kommt. Als nächstes kommt eine ganz kurze, ich sag mal, Einspieler quasi. Sobald die Regie wieder dabei ist. Ja. Ah ja, wir müssen sagen, eben, es ist schon 9 Uhr. Jetzt wird dann eigentlich auch die Rap-Tracks sind jetzt fällig, 1,5 Stunden haben sie Zeit gehabt, aber natürlich geben wir ihnen noch ein bisschen Zeit, um uns die Videos noch zu schicken. Sie müssen ein Video machen oder so. Das kommt dann sicher, wir freuen uns mega drauf. Und ja. Ja, wie ihr seht, vielleicht jetzt dann bald. Mal, was sagst du? Aha, sind wir noch nicht drauf. Wir sind ja später. Sind wir drauf auf dem Fernsehen? Gut. Okay. Also, und zwar ist das, wie ihr seht, der Künstlerkeller. Und der Künstlerkeller ist, ich sage mal, eine Unterkategorie vom Hobbykeller. Dort geht es vor allem darum, dass wir Künstler aus dem Glarnerland ein bisschen pushen, wie wir das ja jetzt schon die ganze Zeit im Livestream ein bisschen probieren und hoffentlich auch schaffen. Und im Künstlerkeller werden möglichst laufend immer Leute vorgestellt, die alle Arten von Kunst machen. Also es gibt deren, die malen oder zeichnen. Dann haben wir deren, die Musik machen oder auch Leute, die filmen, Videos machen, fotografieren. Also es ist wirklich ziemlich breit und wir tun heute Abend noch, nach dem Livestream dann, die ersten 3 Posts aufladen auf dem Instagram-Account vom Künstlerkeller und ihr dürft sehr gerne dort mal reinschauen und durchswipen durch die Beiträge, die wir erstellt haben mit Mühe und Aufwand, die aber cool rausgekommen sind, Ja. meiner Meinung nach. Ja. Ja, dort wird eben jetzt heute Abend aufladen, 3 Künstlerinnen und Künstler vorgestellt und wir hätten jetzt noch ein bisschen länger mit euch darüber reden und euch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Zeitlich lang es jetzt nicht mehr, aber eben, es wird vielleicht noch einmal so einen Livestream geben, dann können wir euch das noch näher tragen. Folgt einfach auf Insta, dann sind ihr sicher up to date. Yes. Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Der nächste Beitrag ist von mir persönlich sehr ein Anliegen, weil der coole Dude, den ihr hier gerade seht, das ist der Roman Staubli, der Real Staubli, und der ist mit mir in der Band und der ist einfach ein sautalentierter Kopf, macht in Luzern gerade das Musikstudium und hat da jetzt einfach mal, als ich ihm gesagt habe, hey, Mittwoch habe ich ihm irgendwie gesagt, so, hey, wenn du Lust hast, könntest du noch irgendwie ein Video von dir aufnehmen, du singst oder so, wir haben noch Platz und nachher haut er einfach so ein eigenes Lied wieder raus. Er kommt jede Woche in die Band mit einem neuen Lied, das er geschrieben hat, wieder. Also es ist ganz krass. Ich hoffe, die Soundqualität ist in Ordnung. Viel Spaß mit dem Video.
a prettier place too. I was feeling overflowed by the sheer amount of choices. Didn't know which step I had to make. Everywhere I looked, I saw so many different faces. But which one could be the right to try to take? And now we're here on our own, and we're walking down this never-ending road, and all the feelings and all the hope will eventually turn out great, I know for sure. All the worries and all the pain, once unbearable, suddenly had vanished like a breeze. What a feeling, what relief, you are irreplaceable. Finally my pace has come to ease. Didn't know the way to show myself without a mask. Didn't know the right things I could ask. And still I feel uneasy and keep my head held low. But I know that I never could let go. And now we're here on our own, and we're walking down this never-ending road, and all the feelings and all the hope will eventually turn out great, I know for sure. Now we're here on our own, and we're walking down this never-ending road, and all the feelings and all the hope will eventually turn out great, I know for sure. Zu drinnen. Also, hey. Danke vielmals, Roman, für den... Können wir es noch nicht? Danke vielmals, Roman, für das Video. Wunderschöne Musik. Wir hören es leider nicht so gut, weil sonst es wird rückkoppeln und alles. Wir versuchen jetzt, es kommt eigentlich der Hauptteil vom Stream und mit dem schließen wir nachher auch gerade ab. Wir haben jetzt auch Hazer Baba, hätten wir noch ein Musikvideo miteinander anschauen und noch ganz viel anderes Zeug. Aber wenn wir keine Zeit mehr haben für das, geht trotzdem auf YouTube Hazer Baba, könnt ihr abchecken, machen auch Musik, sind auch auf Spotify sogar. Ja, das ist etwas vom Besten, was das Klarnaland rausgebracht hat. Ja. Also krass. Aber eben vielleicht der nächste Livestream ist dann das alles wieder möglich. Jetzt kommt die Auflösung von den Rap-Tracks. Yes. Und das wird jetzt für die Regie natürlich kompliziert. Ich hoffe, ihr habt ein Verständnis, wenn es ein länger geht. Wir probieren jetzt die Sachen, die sie uns geschickt haben, irgendwie euch zu präsentieren. Ich hoffe, es funktioniert. Ich würde sagen, ich rufe mal am... wer nehmen wir zuerst? Bei wem sind wir am... Am sichersten mit Vorführen.
Furkan, welches funktioniert am menschsten? Challenge Sama. Yoshi. Wer ist es? Sama war nicht krank. Ist das der Der Purple Renegade? Purple Renegade, alright. Das sind vom Lyrics und vom Elia. Vom Elia, yes. Gut, und dann würde ich sagen, Gut. geben wir uns einfach die Videos mal. Du fragst dich sicher, was du fickst, der am Schnurren kreuz und quer versteht die Quote ohne Zusammenhang so dauern Beine definitiv nur wegen dieser schönen grünen Pflanze. Anders als die ganzen bitteren kleinen Pilzli, die sind doch grusig und sonst mal laut zu viel gewesen, aber hab nur gehört, dass gewisse noch beliebt sind, ja. Nicht wie Ananas-Pizza. Pop on social media, hate how it makes me feel and I've been trapped in it, getting back, vision eating crap dishes. Look at those shrooms, never tasted any good, but some of them make me feel red, green and blue. Spy me and choose, in the blunt get it stunned like Pikachu. Shit, where are you? If bad or good weather, I pop me a cheddar. The only way I may be referenced to rap. Batman ain't got shit on me. Colors after dark night, but clearly he's a little bitch. With all the lights up, damn it feels rough. Never get enough from the dark of night. Clear weather, bad weather, it don't really matter, cause I always feel better. Every day getting closer to the end. Getting closer to the end. On social media, hate how it makes me feel and I've been trapped in it, getting black vision, eating crap dishes. Look at those shrooms, never tasted any good, but some of them make me feel red, green and blue. It's flying me and juice in the blunt, getting stunned like Pikachu. Shit, where are you? If bad or good weather, I pop me a cheddar. The only way I may be referenced to rat. Batman ain't got shit on me. Call himself the Dark Knight, but clearly he's a little bit. Switch all the lights up, then it feels rough. Never get enough from the dark of night. Clear weather, bad weather, it don't really matter, cause I always feel deader. Every day getting closer to the end. Getting closer to the end. Sehr cool, krass. Ey. Ja, bitte dunkel, aber Ja, trotzdem. das Video dunkel und ja klar, der Editor. Aber das Lied, ey, voll cool. Ich habe Ananas gehört auf der Pizza. Pilzli habe ich mitbekommen. Pilzli hast du auch gehört, Social Media habe ich gehört und am Schluss ist er noch mit dem Bad Weather. Herrenmässig. Die haben alle 4 Challenge-Begriffe reingebracht. Yes, voll also. cool, ey. Merci vielmals Luki und Elia für diese super Sache. Ja, jetzt ich hoffe für euch, die zuschauen, ist das auch so mal ein kleiner Eindruck, was gewisse Leute im Glarnerland in 1,5 Stunden rasch herbringen. Und jetzt hoffen wir, dass die nächsten Sachen auch, während ihr gemütlich meine WhatsApp-Chats anschaut. Nein, also wir sind da gut. Hoffe, dass das nächste auch funktioniert. Sind wir schon so weit? Regie? Sieht gerade noch nicht so gut aus. Ja. Haben wir irgendein Alternativprogramm? Wir hätten heute sogar eine Art Wille, auch so ein Partyspiel rein tun. Aber vielleicht kann man uns das ja aufheben für den zweiten Livestream, für den zweiten Livestream. Haben ihr noch irgendein Foto von Ihnen oder so? Wo ihr nachher könnt... Also weißt du das auf dem Ding? Vielleicht. Also das vom Remo, oder? Also der Remo und der Taco haben keine Zeit mehr gehabt für ein Video, die haben zu viel Energie eingesetzt in den Track, dann ist der umso besser, bin ich zuversichtlich. Der Track heisst Ananas. Mal schauen, ob sie Sehr alle gut. Sachen, Themen reingenommen haben oder ob es nur Ananas war. Funktioniert's? Alles merken, kann ich wirklich nicht. Mit diesen 3 Gehirnzellen. Scheiße. Oh, meine Fresse. Wieso?
mir nichts dabei, bestelle Pizza ganz gemütlich, Calabrese, aber es muss schon scharf gewürzt sein. Mann, hast gern, wenn sie in der Fresse brennt, wenn ihr auch etwas wollt, dann müsst ihr selber bestellen. Kann mir nicht alles merken, ey Kollege, entweder willst oder willst nicht. Wo Problem, kannst du später ja noch das Cash geben, ist okay. Nice, in einer Viertelstunde kommt er, ich hunger wie noch nie, wenn es spät kommt er drunter. Zeit läuft, fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Für was hat er so lange, es ist ja nur ein bisschen Tag. Wie belege mich, ich überlege, so fest wett ich die Pizza. Ich hoffe, er ist schon unterwegs und muss mal läuten das Telefon. Ich glaub, Pizza ist gekommen. Ich lauf schon mal instinktiv bereits zum Tor. Sag ihm kurz Hallo, guten Abend und er entgegnet mir in einem frechen Ton. Ja, grazie, guten Abend. Che abete? Io qua mi spacco il culo tutto il giorno per certi bimbi minchia come te. Was? Ma come cazzo fai ad avere il coraggio di ordinare l'ananas sulla pizza? Was Ananas? Ich kann nicht bestimmt mit Ananas, Sì, Alter. ananas brutto pezzo di merda. Was? Alter, mal die Fresse, Alter. Ma vaffanculo, va, ma vaffanculo. Wer hat mit Ananas bestellt? 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 Ja, Alter, Ananas, ja, ich weiss nicht, Alter. Also ich friss das nicht so. Da Schokonetto hat aber Mandarinli drauf, weißt du, das geben wir auch nicht. Aber mit Pilz geht's noch, weißt du, aber ja, I don't know. Vielleicht bin ich speziell oder so, aber nein, eigentlich nicht, Alter. Ganz im Ernst. Ach, fuck it. Ananas bestellt, wer? Oh, Scheibe. Ist gut, sind wir drauf? Alright. Ey, Das ist schon mal ein Track, würde ich meinen. also das Video hat es nicht gebraucht, ja. Das ist auch gut. Cool. Es ist verständlich, dass sie keine Zeit mehr fürs Video haben, wenn sie so viel, sogar einen Skit in ihren Track reinhauen. Ich war so verwirrt, als ich auf Mal so gehört habe, so irgendwie, hä, wer ist jetzt am Fluchen? So, hä? Und ich habe das Gefühl, ich habe es schon fertig und nachher kommt noch mal der beste Part. Sehr cool, ey, danke vielmals. Meine Raps Studios auch unbedingt zum unterstützen. Absolut. Folgt diesen Leuten. Und jetzt, wenn noch das Letzte, funktioniert das? Sehr cool, ey! Cool. Das ist ja jetzt überraschend, dass das so gut funktioniert hat bei allen 3 Teams. Hoffen wir, das läuft gnadenlos durch. Das ist Übungssache, das ist nicht überraschend, wenn das Stimmt, geplant so. das haben wir alles. Wir sind natürlich von Anfang an davon ausgegangen, dass es funktioniert. Ja, wir haben es gespürt. Yes. Gut, geben wir uns am besten mal das Video von El Cambio, produced by Rose. Nach dem Wetter, chill ist die High, killer mit Rhymes. Chillen allein, experimentieren mit Style. Schieß mit Wörtern wie Blei, bis im Wind nur noch 3. Immer noch oldschool, immer noch weg vom Hype. Ich nach dem Wetter, mach mir Reis mit klein Fleisch. Gang zu Rose Studio, nimm dich mit auf ne Reise. Wie ich schraube, ich aufsteige, dort drinnen ist Zeit. Spürst du noch Schweiß, Songs für Körper und Geist. Bei schlechtem Wetter wird's Nächtisch, chillen und Netflix. Währenddem ich stundenlang auf meinem Bett sitze. Oder mach mir einen Salat mit übertrieben viel Essig. Als Kind noch Videos geschaut von Ronaldo und Messi. Schlecht und wird trainiert, bleibe trotzdem motiviert. Lauf im Regen inspiriert, Schuhe noch nicht imprägniert. Los einen Sound, den ich lieb, wo mich neu orientiert. Und zum Schluss wird dann alles rasiert. Jack. Cuando hace mal tiempo, tiro estilos violentos. De nuevo me encuentro en mi cuarto escribiendo cuentos. Expresando lo que siento. Cuando hace buen tiempo, siempre ando bien contento. Salir con amigos, disfrutar cada momento. Disfrutando del sol y del viento. Bei gutem Wetter geh ich raus mit den Jungs. Geht shooten oder freestylen bis der Morgen kommt. Das Leben geniessen, dafür findest immer einen Grund. Sound auf den Boxen und verstehst, schon läuft alles rund. Und auch bei gutem Wetter schrauben wir ab Bretter. Laufen Peace, doch wenn sie
muss, dann wirst du flattern. Abgo grillieren und Bauch werden immer fetter. Sie sagen, der Cambio ist krank, überall Raptor. Bei geilem Wetter, da bin ich schnell verschwunden. Gang raus noch die Sonne, betrunken, spring im Brunnen. Schnell gleichzeitig gefunden, Pumpe Trap, Hip-Hop hat schon immer verbunden, wie eine Lunte. Bei geilem Wetter steh ich früher auf, schnell weniger Bücher auf, schnell dehydriert wie eine Wüstenmaus. Steig aus der Tüffen, fahr geradeaus über Grenzen. Und nachher mach ich Moves, checkst. Cuando hace mal tiempo, tiro estilos violentos. De nuevo me encuentro en mi cuarto escribiendo cuentos, expresando lo que siento. Cuando hace buen tiempo, siempre ando bien contento. Salir con amigos, disfrutar cada momento, disfrutando del sol y del viento. Yes. Sehr cool, Alter. Das sind einfach 3 Hammer-Tracks, für das in einer Stunde oder 1,5 Stunden hergepfeffert ist. Absolut, aber das zeigt, würde ich meinen, perfekt, was unsere gelernten Künstler da hinten alles drauf haben. Und wieso, dass es so einen Livestream braucht. Also ich hätte so Zeug nie erfahren. Nein, ich habe es ja schon ein bisschen gewusst. Aber sehr cool, folgt auch diesen Leuten, folgt einfach allen, die da hinten coole Sachen machen. Yes, dann alle supporten, dann allen ein bisschen weiterhelfen. Karma kommt irgendwann wieder zurück. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Vielleicht könnt ihr auf die Folie noch gehen, wenn ihr es herbringt. Jetzt ist es so, was wir schon zu häufig angetönt haben, dass es vielleicht noch einmal einen Livestream wird geben, machen wir nicht. Wir hatten eigentlich noch ein Partygame davor gehabt, wo sich gerade ein bisschen verwirrt waren, aber das wird jetzt ein bisschen zu lang. Wir haben schon überzogen 20 Minuten. Wir wollen natürlich, dass ihr gemütlich schlafen genug früh. Auch Hazy Baba dürfen wir leider nicht mehr zeigen. Das wäre einfach weiter. Und da wäre es jetzt, sehen wir es da gerade. Cool, sind ihr dabei gewesen. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich finde, das hat Spass gemacht. Das nächste Mal können wir sicher noch andere Sachen einbauen und ein bisschen anderen Content machen, der aber auch wieder absolut wert ist zum Schauen. Ja. Also falls es nochmal passieren würde, schaltet wieder rein. Wir melden uns bei euch und jetzt dürft ihr nochmal rasch im Dance schauen. Okay. Der beste Sound. Ja. Also jetzt als allerletztes Mal auf Bern zurück. Das ist der Kobe. Und zudem könnt ihr alle noch ein bisschen tanzen. Ja, ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Dance. Macht's gut. Bis zusammen. DJ AC, checket mein Boy, der DJ Dan. Ah oui!
Shoutout an alle Künstler, die etwas dazu beigetragen haben. Richtig geil, muss ich sagen. Hätte jetzt gar nicht mal so viel erwartet. Yes. Ja, viben wir nochmal ein bisschen. Ich würde meinen, der Samstagabend ist da zum Viben. Im Moment viben wir halt nicht so viel, aber irgendwann viben wir wieder und ihr kommt alle an unsere Partys. Yes.